Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Blues. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heut. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Claudi zupft auf der Gitarre. Als Backel spielen wir nach dem Wiener Charme. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Blues. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heut. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Habe ich die Ehre, grüß euch. Grüß euch, servus, habe die Ehre bei einer neuen Ausgabe von der Pavlatschen, der einzige, erste und einzige Wienerlied Livestream überhaupt auf YouTube. Und heute habe ich eine Idee gehabt. Wir sind auch auf Instagram. Eine spontane Idee. Deswegen habe ich jetzt da noch so einen Bildschirm, also wie heißt das iPad, und hinter der Kamera steht der altes iPhone, mit dem wir auf Instagram live gehen. Also wer da mal parallel reinschauen will, Instagram ist einfach der Nickname, wie sagt man, der Profilname 16er Burm. 16ER BUAM, wie es auch in unserem Insert zu sehen ist. Ich freue mich, also es schaut schon, ich glaube, einer zu. Jeremy oder Jeremy86 ist bei Instagram dabei, Nige 78, Gerhard Reischl und natürlich da muss ich sagen, ganz klar, Heimspiegel auf YouTube. Wir haben alle dabei. Landtalstromer, Fred Stakus, Thomas Nickmann, Christoph Acker, Daniela Schlögl, Günther Erich Russell, Momo M. Ja, schau, alle 20 Mal die Daumen hoch. Ja, der Christoph Acker, genau. Duca Floridsdorf, Gerhard Wieser, KTM Junkie, Hetti ist auch dabei, ja, Wahnsinn. Blunzenkistl ist auch dabei. Gleich mit ein paar rote Achteln, das gefällt mir besonders. Da kann nichts schief gehen. Patrick, da kann nichts schief kann ja gehen. nichts Ich bin jetzt natürlich überfordert, ich habe lauter Geräte da, ich weiß nicht. Ich habe nämlich schon einen Durst, einen gewissen. Ich trinke schon Wasser zwar. Du trinkst schon Wasser? Ja, so einen Durst habe ich bereits. Weißt du, dass ich bereits mich hinreißen lasse? Ja, warte mal. Trinke auch Wasser und dann öffnen wir die Flasche unseres Winzer Dauertesters zu Lentner. Ja, genau. Darf ich schon aufmachen. Das hat es mir besser, wenn ich schon öffne. Wieso ist mir bei? Du sollst, du musst. Ich habe gedacht, wir warten noch eine Viertelstunde. Auf was willst du warten? Den Gusto zu steigern noch und das Verlangen zu steigern. Jetzt wäre ich allergisch. Oder wäre ich deppert. Ist besser. Aber das scharfe Licht habe ich noch auftrat. So, bleib hinten, bis du 4 Grad bist. Und der Blunzenkistler sagt, die Mama, seine Mama schaut zu, müssen wir brav bleiben. Ui je. Das ist aber eine Herausforderung. Nochmal. Jawohl. Nicht so schnell, du musst mit Gefühl arbeiten. Mit Gefühl, Patrick. Mit Gefühl. Jetzt ist es besser. Jetzt glänzt es nicht, weil es war in der Sonne. Sieht man gerade, bist du wieder sehr rot heute. Ja. Krebsrot quasi fast. Ja. Übrigens, man betrachte heute unser Beinkleid ganz sommerlich, der erste wirkliche Sommertag wieder seit Wochen fast, kann man sagen. Ja, Sommer kommt ja erst, ne? So kommt er erst, nicht? Am 20. Juli haben wir gedacht, Gary, heute gleich der Bodyhosen auf Sendung, nicht? Ja, ich meine, es ist... Du hast auch die Bodyhosen an. Ja, die Bodyhosen, aber es ist halt besonders schön. Man sieht nämlich beim Instagram-Profil, sieht er nämlich auch, also wirklich komplett bis oben, also steht auch unser Schuhwerk. Schuhwerk, super heute. Und ich habe sogar Socken an. Ich habe sogar, wie heißt das, Schnickersocken. Ja. Ist ja wurscht, das sieht man auf Instagram. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wichtig. Unser Winzer Dauertester, zurzeit Karl Lentner, Amtsstraße 44 in Groß-Jedlersdorf. Diesmal ein grüner Wettliner Kirchberg, alte Reben, 2019er, ein ganz typischer grüner Wettliner. Der ist ganz gut. Klaus, darf ich dir... Ja, freilich. Bitte. Waldkeit ist dabei. Herbert Weißböck.
aus dem Hausruckwald, Karin Albertine Pristonik. Schönen guten Abend, Upgrade. Grüß euch Gott. Danke vielmals. Bitte schön, Herr Kollege. Matthias Mariacher. Ein Schlückchen Wein von Karl Lentner. Franz Gmähler. Grüß euch, Patti und Klaus. Franz, servus, grüß dich, das gefällt mir überhaupt. Der Franz. Der So Franz ewig ist da. nichts gehört und nichts gesehen Herrlich. voneinander. Ja klar, ne? Das ist halt einige Die Markus Zeiten Pristonik. sind ein bisschen anders jetzt, ja. Was haben wir bei Instagram? Warte, ganz kurz. Ja. Der Fritz Stadtnuss hat schon reingeschaut. Der Franz Scheckolin, Regina Scheko ist auch noch, jawohl. Selina Bosch, Daniela Schlegel. Ah. Jetzt haben wir einige reingeschaut. Jetzt seht ihr alle, das ist ja quasi wieder behind the scenes. Im wahrsten Sinne, weil man sieht das schönes Mikrofon. Eigentlich, Weißt du, ja. du das siehst, schau? Da ist nichts, ich bin ja nur auf Facebook. Ich bin ja nur auf Okay, Facebook. warte mal, ohne dass ich Ah, das nur, zusammenhabe. ich bin ja nur auf YouTube jetzt. Schau, schau. Ah, Das ist ja schaut ja nicht Bildausschnitt. aus. Ja, die vier sind Ja, direkt aus dem Swimmingpool, nicht wie mein Otterkring sagt, aber. Achso, das sollte man so in Unterkring. Wer hat den Unterkring? Ein Swimmingpool. Swimmingpool. Also ein Swimmingpool. Nicht das Swimming, sondern das Das ist klar. Swimmingpool. Das ist klar, ja. Aber das ist quasi, da sieht das Mikrofon und alles, also da hat man richtig gehend Dass wir wirklich live sind. Nicht? den Backstage-Charakter. Backstage auf Instagram. Behind the scenes. Sehr zum Wohle. Prost auf euch. Auf dich natürlich auch. Ja, auf dich, auf auch, uns. nee, auf uns, auf alle, Auf alle. Ma, ja, Das Grüne war kräftigerer schon. Ehrlich. Den kann man auch liegen lassen. Also der vertragt alle 2 Jahre. Ja, der kann ruhig. Problemlos. Das macht dem gar nichts. Der Thomas Nickmann sagt schon, auf Instagram ist schlafen. Ja. Ist das nicht großartig? Sommer ist, Leute. Ferienstimmung ist. Was für Ferien. Ferien? Beim Herfahren habe ich heute nichts gemerkt. Wir sind ja heute wieder aus dem Studio, nicht bei dir. Unschwer zu Die erklären. Anreise war heute ja, abenteuerlich fast. Also auf der Autobahn war kein Problem. Kaum bin ich von der Autobahn angefahren in Wien. Also quasi vom ehemaligen Rinderzelt daher zum Klaus. Jede Ampel rot. Ja, das ist Ein Klassiker. Das ist dort stehst wirklich auch. Wenn nämlich die Ampeln grün sind, also beim Heimfahren auch oft. Das plus minus 10 Minuten sind das, ja. Ja, leicht. Und das ist ein blöde Ding ist. Die Angela Kettel schaut zu, schöne Grüße aus Niederbayern. Am Donnerstag sehen wir uns beim Taschler. Angela, Sehr ganz schön. Freude, super. Und der Fritz Startguss trinkt einen Riesling Weißburgunder aus der Pfalz. Lasst euch schmecken, Fritz Startguss Vulgo, wie wir so sagen pflegen, Fritzl. Fritzl. Auf dem Fritzl. Auf Sehr dem zum Wohl. Fritzl, ja. Und jetzt dann spielen wir gleich ein Lied wieder. Da spielen wir gleich ein Lied. Und die Hetty prostet mit Sektgläsern hier. Trinkst du Sprudelwein, liebe Hetty? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da spielen wir gleich mal ein Lied. Da fangen wir gleich mal Ja. an. Was machen wir, Patrick? Was reißen wir für den Anfang an? Was zeitgemäßes vielleicht. Oder Ja, pass auf. Na, mach wir mal. wollen die Leute nicht überfordern am Anfang schon vielleicht. Schau, wie er redet. Wie der Großkopfer da. Wir wollen die Leute nicht überfordern am Anfang. Nachdem wir ja vielleicht auch mal wieder mit der Maske in Supermarkt reden oder beim Heirigen sitzen oder so. Ist eh schon alles scheißegal. Mit der Masken beim Heirigen, ist nicht schlecht. Ja. Das ist alles möglich, wenn wir mal erfahren. Was weiß man? Ja, ich glaube. Ja, sie werden es ein bisschen verschärfen. Mein Gott, na, Beim Einkaufen im ist es Supermarkt ist ja. mir wurscht, die 10 Minuten, was ich mich da darf, das ist mir wurscht. Muss ich ehrlich gestehen jetzt. Das halten wir aus. Halten wir aus. Na gut. Ein sozialkritisches Lied so à la Luxury oder so. Was? Leckt uns links, leckt uns rechts. Ja, das macht man nicht. Nein, wir machen was Schönes. Was Schönes, gut. Wir machen was Schönes. Gut, was wirklich Schönes. So, ich mein, auf Instagram die Hölle los, kann man sagen. Und ja, das erste muss ich noch Mal. dazu sagen vorher. Instagram, da ist, glaube ich, weil ich das richtig erfahren habe, kann man auf Instagram nur 1 Stunde live gehen. Dann dreht sich das an. Das heißt, wir machen das heute immer extra bei meinem Timer? Handy in Timer gestellt. 5 Minuten vorher. Also ich hoffe, das stimmt. Das ist wirklich noch. Weil dann werden wir uns von Instagram nach 1 Stunde verabschieden, wie quasi von Dreisat. Also das ist, Instagram ist heute unser Dreisat. Wenn wir die ZIP 2 sind. Das Genau. passt zum Thema Medien und Wienerlied. Stimmt. Absolut. Siehst du das? Mit welcher? Da passt auch der Wunsch, den wir gerne erfüllen. Die Daniela Schlögl hat einen Wunsch geschrieben. Und das passt mir zum Thema Medien auch ganz gut. Weil sie mit dem Telefon, das ist auch ein Medium. Das nicht? WhatsApp aus den 60er Jahren, das Vierteltelefon. Jawohl. Machen wir, Daniela, machen wir. 2 Strophen hätte ich gesagt. Das heißt aber nicht, dass man sich 4 Vierteln reingehauen und telefonieren lässt. Ach
so, dann hat man das falsch verstanden. Das falsch gemacht immer. Vierteltelefon heißt telefonieren, auch Viertel. Weil ich glaube, das ist ein Trinkspiel. Wenn du durchkommst, musst du ein Viertel trinken. Geschwind. Na gut, für die Daniela, Telefon, 2 Strophen. Ich sitze gerne im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitze ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kalterer wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wandrak, Worte, Wipplerschill, heute Quatze, Wimmlerdill, Jora, Brabel, Brütteleg, Higler, Schwarze, Wichterleg, Frecker, Furba, Wickerdill, Frablitsch, Wurzel, Wiskelchill, Lochenitschka, Vukelitsch, Vrutatka, Vukasinowitsch, Worak, Wondro, Worlicek, Worlek, oder was ich nicht auf dem Vrtelwatter, was Zendelek, Freinis, was war weg. Vrtala, Wipplechill, Vrutzala, Wistlechill, Dort, wo Dipka, Witsche, Sal, Vratzl, Vrana, Wimmetal, Frobinski, Frobinski, Vranek. Meine Frau geht mich betriegen und glaubt, dass ich nicht schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Ja, der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Korkottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, darum nehm ich auf Kredit an Bayern Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Nachher und sagt, dass ich nicht lach mehr. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten Sie sich geschwind an, Ihre Frau betrügt Sie mit. Wandrak, Wortel, Wipplerschill, heute Quotze, Wimmlerdill, Jora, Brabel, Brütteleg, Vigler, Schwarze, Wichterleg, Frecker, Fruba, Wickerdill, Frablitsch, Wutze, Wiskochill, Lochenitschka, Vukelitsch, Vrutatka und Vukasinowitsch, mit Worak und Worlicek und mit Worlek und ich weiß nicht auf die Brüttelwand, was Zendelek, Freinis, was da weg. Vrtala, der Wipplechill, Vrutzala, Wistlechill, dort wo Dipka, Witsche, Sal, Vratzl, Vrana, Wimmetal, Frobinski, Frobinski, Fertig, wo Wirka, der Blick, wo Balka, wo Belka, weg. Jawohl. Wunderbar. Die Telefonbuch-Polka. Polka. Die Telefonbuch-Polka für die Daniela Schlödi. Da fällt man, muss ein bisschen runter dran. Ich hoffe, der Ton passt. Ich glaube zwar schon grundsätzlich, aber ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen übersteuern. Auf YouTube. Auf YouTube. Auf Instagram weiß ich es wirklich nicht, wie der Ton ist. Ich hoffe, es passt. Auch dort, ich glaube aber schon. Es gibt Gewinke. Auf Instagram. Wunderbar. Also, ich weiß noch, was ein Viertelanschluss ist. Ich habe früher bei der TA auf der Störungshotline gearbeitet. Ja, also in Wien war das legendär. Harald Hunter, Grüße aus Greta, liebe Freunde. Grüß dich Gott. Da grüßen wir zurück. Mit einem Schlückchen. Mit einem Schlückchen. Zum Wohle. Sehr zum Wohl. Boah, ich muss mit 2 Monitore arbeiten, habe ich die Ehre. Macht immer ein unangenehmes Geräusch. Ja, schon da. Und auf Instagram haben wir dabei Sofa Devils, Beisteiner, Maxwell Riccio, wahrscheinlich, wenn ich es richtig ausspreche. Schafft sie Musik. Ja, der Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und da ist natürlich der Ton passt sogar Landtalstromer. Der Ton ist wichtig. Auf Instagram wissen wir es noch nicht. Das ist, schauen wir mal. Nachdem wir mit 2 Kameras und 2 unterschiedlichen Mikrofonen arbeiten. Ja, wobei also sicherlich der Ton jetzt bei Instagram kann sein, dass du vielleicht ein bisschen dominant bist. Das ist ein bisschen recht. Weil es näher bei ihm ist, aber ja, das werden wir aushalten. Aber Daniela Schlögl, Patrick, jetzt muss ich da über das Kabel drüber springen. Das sieht man alles. Das sieht man alles Backstage, also im Behind-the-Scenes-Bericht auf Instagram sieht man das perfekt. Wenn ich da drüber hupfe, weil man sieht, man betrachtet auch unser Beinkleid heute, nicht? Direkt aus dem Swimmingpool, wie man da bei uns in Otterkring sagt. Wir sind nicht in Otterkring, aber
Der Swimmingpool, nicht Swimming. Swimmingpool ist das bei uns. Ganz logisch. Ja, logisch, weiß ich nicht. Bin schon wieder da. Oh, ein Nussel. Ja, ein Nussel noch von der Daniela Schlögl. Jawohl. Weil man gedacht, wenn sie schon den ersten Liederwunsch äußert, willst du einen vielleicht? Nein, ist Gott sei Dank, wir haben keine okay. Glasl. Ton passt auch gut auf Instagram. Jofzi Music. Ja, ein ganz lieber Kollege ist das nämlich. Ja, der Jofzi Musik. Ja. Guter Akkordeonspieler unter anderem auch. Oh, schau her. Steirische und Akkordeon, ja. Aus dem Bayerischen, ja. Ganz eine Klasse. Der hat viel Stickeln komponiert auch, hat einen eigenen Musikverlag auch. Vertreibt da seine eigenen Musikstücke und so. Schreibt enorm viel. Ach, Leiband. Leiband, dass du dabei bist. Gefreut mich. Jofzi oder Jofzi? Naja, Jofzi wahrscheinlich, ne? Jofzi Music. Aber auf jeden Fall große Freude, dass du dabei bist. Ja, Gerhard, Flat Race Ad. Bist du gescheit? Das sind Namen, da tun wir echt oft schwer. Aber du bist herzlich willkommen. Agent Lukas, leicht runterzulesen. Überhaupt kein Problem. Franz Gmehler schreibt da, was schreibt er? Also Daumen hoch ist das nicht. Das Zeichen nicht erkannt jetzt hier. Ja, Patrick. Leicht flüssig wie eine Gazelle, der Klaus. Sagt der Fritzl. Natürlich, ich bin ja ein Athlet. Jetzt einmal auf die Daniela Schlögl mit einem Schluck von ihrem herrlichen Nussel. Ja, wirklich herrlich. Wirkes Nussel. Trinkt aus der Flasche und darf ich nichts trinken. Das ist schon gar nicht in diesen Zeiten. Nein, das nicht. Das ist furchtbar. Jasmina Lamprecht aus Wiesbaden. Servus, grüß dich gut. Das gefällt mir. Wir haben immer total viele deutsche Zuschauer. Was ich total leibend finde. Was auch natürlich ganz gut zu unserem Thema passt. Wir haben gewählte Medien. Also Film, Funk, Fernsehen, Radio und so weiter und das Wienerlied. Man kann sagen, bis in die 80er Jahre war das Wienerlied ja gar nicht wegzudenken. Absolut, war vorhanden in allen Medien. Stichwort vorhin natürlich Heinz Konrads. Unser Heinzi. Und wirklich immer aufpassen, das ist der Heinz Konrads gewesen und nicht der, wie mache ich dann immer so, und meine Großmutter hat auch gehabt, da ist der Heinz Konrad. Ja, genau. Konrads war der Name, mit DS. Ja. Mit C geschrieben. Mit C, ja, genau. Ja, der hat das Wienerlied wahnsinnig, der hat eigentlich, kann man sagen, zum Beispiel, Österreichische Musik oder was, ja. also richtig, aber in Karl Hodener eigentlich ist er bei ihm durchgestartet. Weil das war damals die Plattform in den Plattform Medien. wobei der Karl da schon eigentlich schon die Erfolge gehabt hat, das Buch auch schon geschrieben gehabt, wie er das erste Mal war. Da war das erste Mal. Nein, aber die ersten Filmauftritte überhaupt Fernsehauftritte war bei Heinz Konrads. Wo sonst, ne? Wo sonst, ja. Das war eigentlich so ein... Der Walter Heider, der Christel Prager und wie sie alle heißen. Ja. Ne? Alle dort angefangen. Alle dort, ja. Ja. Julia 67 Production ist dabei, servus, Christi gut. Freut mich sehr. Der Georg Brenn ist auch dabei auf Instagram. Bist du gescheit, das muss ich erst zusammenbringen. Ja, aber auf jeden Fall, also bis in die 80er Jahre kann man sagen, war das Wienerlied in den Medien eigentlich so vertreten, dass es nicht aufgefallen ist, dass besonders viel war oder besonders, es war einfach so. Und dann so erst in den Ende der 80er, Anfang 90er Jahre hat es dann angefangen, dass das Wienerlied wirklich komplett Odrat wird. Also das war komplett. Odrat wird eigentlich. Komplett. Ehrlich sagen, ja. Ja. Besonders auf Radio Wien natürlich. Besonders wir haben ein Stadtradio eigentlich. Radio Wien. Na gut, ja. Spielt überhaupt kein Wienerlied oder Volksmusik. Oder Nein, also eigentlich im Großen und Ganzen traurige alle nicht. Geschichte eigentlich. Aber wir machen heute kein Bashing. Nein, wir machen heute nicht. kein Bashing, sondern wir wollen es aber auf den Punkt bringen. Naja, weil wir gerade viele deutsche Zuschauer haben zum Beispiel. Oder fangen wir anders an. Der Auslöser für dieses Thema war folgendes: Wir haben Dreharbeiten gehabt mit dem ORF für Seitenblicke Sommerfrische, heißt das Genau. Sendung. Seitenblicke Sommerfrische ist immer ORF 2, 18:25 und irgendwann im Laufe des Sommers wird das dann ausgestrahlt. Mit uns auch. Und ja. War auch sehr nette Dreharbeiten, wir haben uns sehr gefreut, dass sie an uns gedacht haben, dass wir uns das gemacht haben. Und dann haben wir jetzt eine Anfrage bei Servus TV für einen Podcast von Servus TV mit der Conny Burgler. Und bei Servus TV waren wir ja auch schon ein paar Mal als vertreten. Als Stars. So habe ich es gesagt. Ja. Als Stars haben wir vertreten. Das heißt, das war also der Auslöser, warum ich gesagt habe, jetzt reden wir mal über das. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum wir so viele deutsche Zuschauer haben. Nicht warum wir so viele deutsche Zuschauer haben, sondern warum ich das ein interessantes Thema finde. Wir haben einmal gespielt in, weiß ich nicht mehr, in irgendeiner Vorortschaft von Stuttgart, also nahe Schwäbisch Hall war das. Ja? Was dann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, ja.
Wir haben zweimal dort gespielt in der Gegend. Nicht? Ja, in der Gegend haben wir dreimal gespielt. Dreimal gespielt, ja. Aber diese also wurscht. Auf jeden Fall haben wir dann am nächsten Tag, nachdem wir gespielt haben, waren wir dann unterwegs noch ein bisschen, haben uns Schwäbisch Hall angeschaut und sind dort zur Berühmtes Wirtshaus, Weinstube zum Weilertor. Richtig, mit einem klassischen Wirten, relativ groß, ein bisschen schlank, aber durchaus so ein Bierwamperl, Ja. Lederschurz, Heringenkranzel, also sprich schlohweißes Haar und in der Mitte ein Glatzen. Und dann wir sitzen so im Gastgarten draußen, bestellen uns ein Mittagessen. Wir haben uns vorher Zwiebelrostbraten mit hausgemachten Spätzle. Das war gut. Die besten Spätzle meines Lebens dort gegessen. Oh, das würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Muss ich ehrlich sagen, ja. Handgeschabt gewesen, also wirklich frisch gemacht. Wie man es halt macht im Schwabenland, nicht? Ja, nein, es war sehr gut. War wirklich gutes Essen, üppig auch und sehr in Ordnung. Und wir haben uns ja vorher im Würth-Museum die Munch-Ausstellung angeschaut. Genau. Edward Munch. Der Schrei war dort gerade. Als Attraktion. Und auf jeden Fall haben wir uns dort hingesetzt, sitzen im Gastgarten und der Wirt nimmt die Bestellung auf und geht rein und kommt wieder raus und sagt auf einmal zu uns, oh, seid ihr zwei Musiker? Sagen wir, ja. Ja, seid ihr aus Wien? Ja. Seid ihr die 16er Buben? Ja. So, Alter, wie kommt auf das? Also, nein, in der Kugel rennt der Fernseher und auf Dreisat rennt gerade eine Sendung über euch. Großartig, ja. Ja, herrlich. Junge Musik in Wien hat das geheißen damals. Eine ORF-Produktion. Siegfried Steinlechner. Mit Steinlechner-Siege, ja, genau noch. Ja. Und ja, das ist schon eine Zeit her. Das ist schon eine Das ist Zeit schon her. ja. Und das war eigentlich irgendwie total lustig. Ne? Wir sitzen da in Deutschland, wo wir nicht wirklich viel hinkommen. Und just in dem Lokal schaut der gerade in der Kugel das an. Also das war legendär. Ja. Der Zonkers Welt TV, erstes Posting und gleich eine mörderische Frechheit. Ist schon ein Bashing, oder was? Ja, ich steige ein und höre das Wort schlank von Klausi. Ein Traum. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Aber wir begrüßen natürlich Zonkers Welt TV. Freut mich, dass du da dabei bist. Wofür haben wir jetzt aber doch schon einige? 35 Zuseher haben wir jetzt, die hier gerade. Und wie gesagt, wir sind ja parallel, Zonka, falls du das geben willst, wir sind ja parallel jetzt auch auf Instagram. Sind wir gerade, und das ist der Behind the Scenes, weil da sieht man das Mikrofon, da sieht man unsere Schlapfen. Das Schlapfen und die nicht vorhandenen Socken, weil wir haben ja heute eine Sommersendung. Ich hab Socken. Direkt aus dem, mein Lieblingswort, Swimmingpool, nicht? Wie man bei uns sagt. Irgendwie. Nicht das Swimmingpool. Ja, Swimmingpool ist das. Der Swimmingpool. Das besteht drauf. Ja, aber hast du einen Swimmingpool? Nein, mein Bruder hat einen Swimmingpool. Der hat ein Planschbecken. Der hat einen Swimmingpool mit 4 Meter Durchmesser. 4 Meter, ne. Lass gut sein. Ja, 4,10 Meter hat das Durchmesser. Die Tiefe ist allerdings nur 90 cm. Na schau her, Marvihof sieht zu. Auf Instagram. Servus, grüß dich. Die Wiki, das ist in Botschenau, also in der Gegend, wo ich wohne. Die ist vis-à-vis von dir. Also da ist ein Graben dazwischen. Aber ich sehe von meinem Haus, sehe ich sehe so eine Buckel und da sehe ich auf den Marvihof. Und da könnt ihr, also wer auf Instagram ist, kann da sofort natürlich liken, weil der Marvihof herrlicher Betrieb, wo man noch Rindfleisch kriegt, und zwar wo die Rindsviecher noch ein Lehm haben. Und jetzt bauen sie einen Schlachthof gerade, also ein eigener Schlachtraum, ja. dass die Tiere nicht transportiert werden müssen. Ja. Bravo, Leiber. Also Marvihof, super Geschichte. Eine Empfehlung, so wie auch dieser Wein natürlich, ist ganz klar. Instagram Livestream, sagt der Zonko. Ja, freilich, Instagram Livestream. Wir sind überall dabei. Wir sind die 16er Buben. Und bei der Gelegenheit, bevor es alle auf Instagram wechselt, die schauen nur mehr 34 auf YouTube. Weniger. Und da werden es mehr. Bevor es wechselt, haut uns Satz und lieb, haut uns beim YouTube noch einen Daumen rein. Einen Daumen nach oben im Idealfall, das war total super. Und ganz ideal ist, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn einfach. Das kostet euch nichts und bringt uns einfach viel. Danke. Das wäre muss aber gesagt werden. Das ist Party gespielt. So, jetzt kriegen wir auch schon die roten Achteln auf Instagram. Fritz Status, die Steirer Sophie, meine Großnichte, schaut auch dazu. Chris Schweiger, na herrlich. Na, da fängt sie an. Vor allem Instagram ist wirklich, das Bild ist wirklich ein Traum heute. Ja. Ja, das Bild ist ein Traum und man muss nicht ansagen. Sommer Edition. Ja, genau. Ja, absolut. Die Sommer Edition. Es ist ja so, dass natürlich
muss ich jetzt noch mal dazu sagen, dass auf Instagram nach einer Stunde der Livestream, wenn es war ist, sich abdreht. Das geht nur maximal eine Stunde und das heißt, Instagram ist quasi unser Dreisat. Also wenn wir die ZIP2 sind, ist Instagram unser Dreisat, von dem wir uns dann verabschieden wollen. Ja. Abschieden müssen. Abschieden müssen. Man kann dann neu einsteigen oder was, aber das ist jetzt lassen wir heute mal wäre aus. hier halt etwas kompliziert, ja. Mit dem Arrangement der Technik. Darf ich dir einschicken? Darf ich nicht nur geschwollen reden, sondern auch einschicken? Sind so gut, ja bitte. Bitte Du hast so viel Wasser getrunken, weil ich so ein Was, das ist der erste Wein seit einer Woche bei mir fast ist jetzt. Nein, hör auf! Ich bin erschüttert. Sag nicht so schiere Sachen. Das ist ungewöhnlich. Das ist der erste Wein seit einer Woche. Aber vorgestern hast du 2 Bier getrunken. 2 Bier getrunken, ja. Na gut. Ja, 2 Bier, das ist ja Grundlagenmittel. Lass mal auf. Ich wollte das nur. Das juckt's mich. So, pass auf, jetzt spielen wir was. Bitte. Passend. Ich danke dir schön. Wunderbar passend. Wozu? In der heutigen Zeit. Wir haben ein Lied ausgegraben, das haben wir früher gespielt, haben wir sogar aufgenommen und haben das ewig lang eigentlich aus unserer, ja, haben wir das vergessen, dass wir das Lied eigentlich noch haben. Und jetzt da haben wir gesagt, wir spielen es wieder. Und zwar passt es perfekt. Das Lied wird sein rund um 1900. Ja, einiges vorher noch sogar. Also Karl Lorenz. Karl Lorenz. 1870, glaube ich. Ja, wie gesagt, also aber doch sehr alt. Die Leute haben zu wenig Geld. So aus der Schrammelzeit, wie die Schrammeln so gespielt haben. Aus der Zeit muss das noch sein. Ja, wir wollten es eigentlich üben vorher, aber aufgrund des Verkehrs sind wir das heute nicht mehr ausgegangen. Aber wir sind nur live auf 2 Plattformen. Was so ist. Wir sind quasi unter uns sich. Richtig, entre nous. Ich trinke noch einen Schluckerl vorher, ich brauche einen Mut ein bisschen, weißt du. Also die Stimme ist heute auch so daneben bei mir, weißt du. Geraucht habe ich auch nichts heute. Wie geil. Na wie geil, also ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Dein Leben muss ja so dermaßen beschissen sein, das ist ja unglaublich. Nicht einmal ein Pfeiferl, weil mein Vormittagspfeiferl ist ausgefallen beim Arbeiten. Nein, es ist... Weil ich nicht in Wien war, also nicht daheim war, sondern in Wien war. Wie ist das überleben? Ja, wird gehen. Na gut, gehen wir so. Wie geht das? Wenn man so, also wir versuchen unser Bestes. Wie ein altes Lied passt perfekt in die heutige Zeit. Gustav ist mit einem ja, genau. Ja, passt. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren halt noch ganz andere Leute. Am Kirchverland am Stutenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tischler hat sich gehoben. Ein Bachhändel, ein golden Wein, hat auf keinen Tisch nicht gefüllt. Doch schaut man heut, wie's zugeht, da drunten am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugespielt über der Nacht. Wo der Weber gewebt hat, Seidenschein, steht auf ein Satz ans Füllher. Von Bachhändel ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. Ein gesöchte Blutzen, das alles hört. Die Leute haben so wenig Geld, ja, gefrettis auf der Welt, ja, gefrettis, die Leute haben zu wenig Geld. Die zweite auch? Ja, sicher. Werden noch einen alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. Eine Kernfigur mit Stöbenhand, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. Am Kipferland Zylinder dran, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester-Reckerl die Hosen gestellt, ein Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersalon nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schauen wir heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb.
ein Igel mit einem Drachenhut. Die Gestalt, die rennste Missgeburt. Ein Stiefel keine Absätze dran. Das Gewandel hab's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier. Im Sog sind's miteinander stier. Zum Auftrag jedens Maselfeld. Die Leute haben zu wenig Geld. Jo, ein Frittis auf der Welt. Jo, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Der Christoph Acker ist frech, dreistimmig, ein Traum. Naja, weißt du. Aber die roten Achteln von einer. Es war ein ganz altes Stückchen. Aber auch auf Instagram. Die roten Achteln ohne Unterlass. Zonko ist jetzt auch auf Instagram dabei. Herrlich. Zonko ist doppelt dabei, offenbar. Cooler Bildausschnitt. Ist leibend, was? Ist das nicht? Ist das so? Das ist behind the scenes. Nicht? Also man kann, das ist sozusagen wie bei der Formel 1 und bei den ganzen Rennen, wo du hast, was du Onboard-Kameras hast und wo du dann bei Sky oder was auch immer, was dann genau. Zack, Sky Premium kannst du dann umschalten. Ja. Ne? Und das kannst du bei uns auch. Also du siehst quasi den offiziellen Teil auf YouTube und dann zum Beispiel die Onboard-Kamera, wenn man so will, sieht man dann auf Instagram. Weil wir ja heute über Medien sprechen, muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja unseren ersten Frühschoppen gemeinsam wieder gemacht, da haben wir ja im Frack gespielt hier. Da hätten wir Instagram TV auch schon gebraucht. Stimmt, wie kommst du jetzt auf das Instagram? Naja, weil wir haben einen Frack auch gehabt, stimmt. Aber wir haben keine Schuhe angehabt. Da hast du recht, da haben wir die Schlapfen. Ein bisschen aus dem Nähkästchen, das war leider gewesen. Ja, da haben wir mal überlegt, soll man Frack, also soll man die Schuhe anziehen? Und gesagt, jetzt bitte, das ist abgeschnitten. Jetzt niemand nämlich. Also, da müssen wir jetzt da mit den schwarzen Schuhen sehen. Aber das stimmt, ja. Das stimmt. War ein Klassiker, weißt du? Das wäre ein Klassiker gewesen. Ja. Die roten Achteln auf beiden Seiten, Instagram und auf YouTube. So wie die Nachrichtensprecher im Sommer, nicht? Also so wie ich da sitzen und nicht, ob man das Sakko mit der Krawatte oder unten die Bodenschlapfen. Das ist ein Klassiker. Absolut, ja. Absolut. Patrick, mach mal. Du musst die Backstage-Spuren. Ja, genau. Schau, die Backstreet, wie haben die ganzen? Backstreet Boys. Die Sockgassen. Sind wir, genau. Wir sind die Backstage-Spuren. Ehrlich, Landausstromer. 777, ich habe dein Knie gesehen auf Instagram. Ja, da ist es aber Welt auf Instagram. Aber wie gesagt, was ich gehört habe, wir haben das schon einmal probiert, 2-3 Mal sogar, aber das ist immer so ein bisschen neben mitgerannt. Und da habe ich sogar ein drittes iPhone gehabt, das hat auf TikTok live übertragen. Aber da habe ich gar nichts, also da habe ich aber kein Gerät mehr gehabt, dass ich zuschauen kann. Dass man zuschauen oder kommentieren könnte, also darauf eingehen kann natürlich. Das war ja. Und da habe ich dann auch, da haben wir auch viel zugeschaut. Da habe ich dann im Nachhinein gesehen, ne? Ja. Wie viel da kommentiert haben. Nicht? Aber es hat mir fast lauter, weil ich nichts zurückschauen können. Gut, 3 sind ein bisschen viel auch da. Ne? Das ist ja, wir waren nicht zum Mitlesen dann auch. Wir waren nicht da auf 4. Richtig, wir haben ja auf Facebook auch noch. Ja. Naja, pass auf, das habe ich so gehabt. Ich habe also einen Computer mit der Webcam, das war YouTube. Dann habe ich gehabt, mein iPad, glaube ich, habe ich auf Facebook gestreamt. Mit dem Handy, was ich jetzt auf Instagram, da bin ich glaube ich auf Instagram gegangen. Und mit dem aktuellen Handy, also mit dem, was ich jetzt da habe, mit dem aktuellen Handy, habe ich auf TikTok übertragen. Und da haben wir da aufgestellt gehabt. Also ich meine, Platz haben wir keinen mehr gehabt. Muss ich jetzt auch dazu sagen, weil... Na, Kabel sind auch gerannt, das war... Und das Problem war, dass wir natürlich nirgends kontrollieren haben können. Ne? Ja. Was die anderen schreiben, außer auf YouTube. Aber es war recht lustig. Ich finde, es war recht leibend. Und Cesar Plus 2 auf Instagram, Spengel 1752 ist dabei, Niki 78 hat die Achtelwelle. Ja, das ist natürlich eine Weltgeschichte. Also mit den Achteln hat es ja was auf sich, das muss man vielleicht noch einmal erklären. Bitte, Klaus. Für Instagram? Für Instagram ja, vielleicht. Ja, warum die Achteln? Warum? Ja. Das rote Emoji-Achtel, also ist deswegen ein rotes Achtel, weil es gibt kein anderes Achtel als Emoji. Das Emoji-Achtel ist sozusagen die Emoji-Variante von Leiwand. Also alles, was du Leiwand sagen kannst, Beifallskundgebungen, Zustimmung, Glückwünsche, also alles, was Leiwand ist, steckt in diesem Emoji-Achtel drinnen. Jawohl. Roman Buchter, grüß euch, ich bin jetzt auch da. Roman Buchter ist da auf YouTube und der Roman ist ja relativ aktiv
auf Twitter, wo wir zwar auch vertreten sind, natürlich wo nicht, aber nicht, ich bin nicht so intensiver Twitterer. Aber ich habe es gesehen, der Roman macht da viel. Und das war natürlich nur die nächste Der Variante. nächste, der Twitchern auch noch. Weil da kann ich auch schon live gehen, glaube ich. Das geht auch schon? Ja, Ich kann man habe auch Twitter schon. überhaupt noch nicht Ja, beschäftigt. ich brauche noch Also, iPhone. Ich brauche noch iPhone, dass man auf Twitter auch noch live geht. Das ist eine Batterie Ich aufschalten. kaufe mir im November hier ein eigenes. Nein, das hebe auf, hebe auf. Nicht, ich glaube, die Haus weg. Ja, der Fritz Stadtkus sagt, ja, die Zeitverzögerung ist ja Wahnsinn. Ja. Und das ist wirklich arg. Also es ist die Zeitverzögerung zu YouTube relativ gering, glaube ich. Oder du siehst es besser eigentlich. Ich sehe es YouTube ist auch einige. Also, Ja, ein bisschen was halt nicht. Aber es ist auf Instagram, das stimmt, das merke ich da, dass das extrem ist. Ganz extrem. Aber ja, ist ja so. ja, YouTube ist auch fast eine halbe Minuten. Ja, und da ist noch mehr. Ja, ja. Aber das Arge ist, möchte ich nur, wie ich das aufgenommen habe, ich habe ja da für fast jedes, nicht für alle, für fast jedes Handy, habe ich ja sogar extra ein Mikrofon gehabt. Also, ich meine, Twitter ein Vogel am Baum, sagt der Christoph Hacker. Twitcher! Und wir natürlich, da greife ich sofort. Die Andrea Weiler ist ja auch da, habe ich schon gesehen vorher. Du hast sie begrüßt, ich hoffe ich. Der Roy schaut zu, der Nymphensittich. Nymphensittich, jawohl. Gundula Stimme mit Charisma schaut Jawohl, zu auf servus. Instagram. Servus Gundula, grüß dich gut. Du bist heute live dabei bei unserer Pavlatschen, dem Livestream auf YouTube, den wir auch parallel, zumindest nur Zeit. Und Instagram ist quasi Backstage, nicht? Genau. Also man sieht uns auf Instagram komplett. Auch mit dem wunderbaren Beinkleid heute hier. Unsere Sommersendung, wie ich immer sage heute. Ja, ich bin Julie Production, also Julie 76 Production gehabt, weil der hat Leihwand mit den roten Achteln geschrieben. Ich habe gesagt, herrlich, genau so ist es. Nimm ein Stückchen aus der Nuss, ich Ja. nehme ein Stückchen grünen Veltliner vom Lendnerkorn. Alte Reben, Und dann Vogel am Ried Bahn Kirchberg. auf Wunsch vom Christoph Acker. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder bald beim Taschler. Wieder mal. Würde mich sehr freuen. Ja, die Italiener-Schlüssel, das Flaschel kenne ich verwundert. Das habe ich ja mehrfach Hat das angekündigt, schon, ja. dass ich deins, dass ich da noch was trinken werde. Das ist ja nicht. Na schau, Gundula, servus. Ja, ich habe es so lange nicht geschafft. Schande über mein Haupt. Gar kein Schand. Gundula, Schand ist das keine. da gibt es kein Schand. Im Gegenteil, es gibt Freude, dass du dabei bist. Wenn du das auf YouTube sehen willst in etwas höherer Qualität, man kann ja die Instagram-Leute auch wieder auf YouTube sehen. Genau, Auf dem die YouTube-Kanal. Qualität ist eindeutig besser auf YouTube, ja. 16er Burm TV findest du es auf YouTube. Und für alle Leute, die jetzt natürlich zum Beispiel zuschauen bei Instagram, die können natürlich jetzt nicht sehen, da den virtuellen Hut von uns eingeblendet. Das ist natürlich schade. Also für uns schade. Für uns schon. Der virtuelle Hut, bitte denkt an uns, denkt dran jetzt, hoffentlich. Jetzt, wo dass die nichts Masken Schlimmes wieder passiert. kommen. Ja, nein, hoffentlich nichts Schlimmes. Aber denkt dran, bitte schön, wie jedes Konzert, vielleicht auch hier einen kleinen Schmattes per Online-Überweisung oder PayPal an uns zu richten. Entweder jetzt eingeblendet auf YouTube oder in der Beschreibung, Videobeschreibung, findet ihr auch die Links. Wir danken euch schön für eure Großzügigkeit und eure Unterstützung. Ja, gut. Ach Gott sei Dank, die Daniela Schlögl, die nächsten 5 Liter sind in Arbeit. Der braucht Dauert ein auch bisschen, noch das ist klar, ja. Ja. Roman Steurer, meine Eltern schon auch zu. Liebe Grüße und so Grüß weiter. euch. Jawohl, weiter. Was machst du? Weitermachen beim Was Nüssen sollen trinken. wir mehr oder? trinken, oder was? Na, also jetzt Na, extra zwitschern wir. Christoph Acker. Ein Vogel am Baum. Yes. Ich sitz auf der Wiese, ein Großhalm im Mai. Die Bock sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nase herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal in ein Traum. Ich bin lieber frei wie ein Vogel am Baum. Wunderschönste Erdland, weit weg daher, ja da spring ich verfreit. Weil was brauch ich schon mehr? Zwei Hägeln schauen fest in die Mädern hinein. Weil sagen sie mächtig deinige sein, aber noch ein paar Busserl, sag ich geh schon heim. Ich bin lieber frei wie ein Vogel am Baum.
Konzert möge beginnen. Sagt Rosi, du Gauner, geh her da zu mir. Da will ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, den Rasen grün. Da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Er ist ein Vogel, heißt du noch an. Yes. Vogel am Baum. Das schaut da. Like a bird on the tree. Die Achtler von einer Woche hier rechtzeitig zum Vogel eingezwitschert. Große Freude. Jawohl. Christoph Acker hätte Weltnummer mit dem Zwetschgerkönig. 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 Zwetschgerkönig ist aber nicht schlecht. Ja. Der Zwetschgerkönig. Zwetschgerkönig. Wobei so als Lieber gar nicht so. Das lieber habe ich auch, ja. Ich habe keinen mehr leider. So ein Zwetschge im Fass, so alte Zwetschge im Eichenfass gereift zum Beispiel. Also ich glaube, ein gutes Level, aber ein gutes Level kann ich nicht Nein sagen. Gundula habe ich gesehen, ist dann schon umgekommen auf YouTube natürlich. Na, ganz großartig. Gundula, ich hoffe, du hast das schon abonniert natürlich unseren YouTube-Kanal. Das war ganz leibend. Wir werden natürlich sofort auch Retour machen, das ist keine Frage. Selbstverständlich. So, was haben wir da? Der Marvi Hofschau. Die Wiki hat die Achteln gefunden und eine gehabt. Schurke 12, Gerhard Flatrace AT. Gerhard Flatrace AT. Wahrscheinlich sagt man das so. Danke schön, auch die Achteln. Georg Knoflach. Danke euch allen. Lieb und Lenz. Damon Brandley. Danke. Super. Na herrlich. Herrlich. Das ist ja, ich muss aufpassen, weil eine Stunde ist schnell um und dann ist, und wir reden und plaudern und auf einmal zack ist vielleicht der Livestream weg. Auf Instagram. Auf Instagram. Instagram ist überhaupt ein wunderbarer Backstage. Man sieht uns sommerlich heute die Sommer Edition von uns beiden. Absolut. Man wird mich nicht oft mit nacktem Schenkel sehen. Naja, auch wenn es nur der Unterschenkel ist. Das ist auch, glaube ich, ist auch besser so, glaube ich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Naja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So tritt man nicht vor die Öffentlichkeit. Aber ich habe selber, mir ist die Idee. Er hätte mir das ja vorher sagen können. Die Idee mit Instagram, das ist mir gekommen, wirklich original 15 Minuten vor Beginn. Also Punkt 8 ist mir eingefallen, wir könnten eigentlich auf Instagram arbeiten. Bin ich gerade eingedrudelt leider. Ein bisschen verspätet heute. Ja, oder alles pünktlich. Danke, Franz Gmähler, danke. Das freut mich sehr. Ja, ist der Christoph Ackermann. Hauptsache ein Lied mit Tirol-Bezug. Bin ab morgen auf Urlaub. Freilich. Freilich. Natürlich Der haben wir Fossibär. Alt Otterkringer. Der Fossibär. Fossibär, servus. Die Wiebecker Schober schaut aus. Naja, gut. Grüß. Also jetzt bin ich wirklich. Auf Instagram oder auf YouTube? YouTube, alles YouTube. Also Wiebeck, jetzt ist bei mir auch, ja. Naja, ich sag dir was, mit der Tirol-Bezug, es gibt tatsächlich einen, sie haben sogar schon mal gespielt. Ja, von Föderl. Karl Föderl hat uns geschrieben. Richtig. Ja. Weil, warum hat er das geschrieben eigentlich? Wissen wir das? Du weißt das. Eine Geschichte gibt es dazu, ja. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber eine gute Geschichte ist. Eine Wette war da. Dass ein Wiener Tiroler Lied spielen kann, ja oder nein, nicht so nach dem Motto. Schreiben, ob er schreiben kann. Ja, schreiben kann, ein Tiroler Lied, ne? Ja. Und der Karl Föderl hat es gemacht. Mit dem wunderbaren Titel Unter der Martinswand. Von einem Wiener geschrieben. Es ist ja eigentlich eine Persiflage. Eigentlich, ja. Ja.
Und es ist wirklich sehr getragen, aber die spielen wir natürlich. Das spielen wir jetzt natürlich. Ja. Keine Frage. Meine Frau und ich machen jetzt ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Patrick aufs Handy schaut, müssen wir trinken. Markus Pristonik, you made my day. Das ist alles nicht so einfach. Ja, super. Markus Pristonik. Da könnt ihr aber oft trinken. Wirklich gut. Das wird jetzt auch noch rauskommen. Habe die Ehre. Thomas Klagenfurt, wunderschönen Abend. Liebes Wienerlied, grüß dich gut. Ja, wir haben natürlich jetzt kein Kärntner Bezug, aber kriegen wir dann auch noch hin. So kriegen wir dann auch noch hin. Indirekt kriegen wir das auch noch hin. Thomas Bastleike, Bruderherz ist dabei. Grüß Gott. Servus Thomas. Am Wege der Besserung, Gott sei Dank. Ja, ist das, nein? Ja, mit Haxen. Achso, mit Haxen, ist das. Hat er nicht Motorrad fahren können. Und ich habe zu ihm da gesagt, wir haben telefoniert und da habe ich gesagt, naja, aber macht da nichts draus, jetzt waren nicht geschissene Tage. Da hat man nicht gescheit vorgehen, jetzt war ich nicht leibend. Und sagt er, ja, das stimmt schon, die letzten 3 Tage, aber mir geht schon besser, jetzt könnte ich ja fahren. Die letzten 3 Wochen bin ich da niedergelegt. Aber nicht bedacht. Der Fritz Status meint dann vielleicht das Wiener Fiakerlied. Ja, das können wir auch machen. Aber zuerst machen wir das Tiroler. Oh, machen wir die ganze? Nein, eine Strophe. Machen wir eine Strophe noch. Eine Strophe? Wobei es eigentlich eine Geschichte ist, die dazu wird. Lassen wir es entstehen, aber eine Strophe machen. Da geht mir dann das Fiakerlied drauf hin eigentlich. Genau, da gehen wir vom F aufs D7. F, ist das ein F vielleicht? Ein F, ja. Das ist ein F, ja. F, D7, ja. Und dann gehen wir... Warte mal, lass mich noch. Na, glaube ich nicht. Sind C. Oh ja, der Refrain ist ein F, stimmt schon. Das ist ein F, schau. Aber ich weiß ja. Ja, da gehen wir dann aufs D7 und gehen wir ins Fiakerlied über. Genau, passt. Passt. Einleitung. Bitteschön. Der so erzählst die Leute in Not, worin ein Wünsch einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh nimmer wieder fort, weil das nur ein Unglück bringt. Noch einmal sagt was noch wieder mit, die schönsten Blumen bringen nicht für dich. Das Schuss haben sie gefunden in der Früh, die Blumen in der Hand für sie. Unter der Martinswand, ganz nah am Füßenrand, da schaut ein kleines Mattel ins Tiroler Land. Und grenzt von Enzian steht's ein rotes Söhnerlein mit einem blassen Spruch am Schriftenband. Für die Gott, mein lieber Bruder, viel Gott auf immer, der Herzschlag nimmer mehr, die Welt ist leer. Ganz nah am Füßenrand, da schaut ein Mattel ins Tiroler Land. Warte wieder zurück. Gustav. Achso. Tadellos eingefunden. Jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Mattel stehen. Er zieht sein Hut und spricht ein Kurzgebet, kann erst dann weitergehen. Der Wind war leise über sein Mattel hin und bringt ein Gruß von einer Grün, weil er ein guter Freund von Wünschitz war und gespült hat in sein blonden Haar. Unter der Martinswand, ganz nah am Füßenrand, da schaut ein kleines Mattel ins Tiroler Land. Und grenzt von Enzian steht's
driften Band. Viert Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein Mantel links, Tiroler Land. Bist leise. Jawohl. Mit diesem Lied, Ja, das war jetzt nicht wunderschön, Karl Föderl, ja, ein Tiroler Wienerlied. Ja. Das weißt du. Ui, und Ingo Latein hat schon unseren Kanal abonniert. Da sagen wir jetzt schon mal herzlichen Dankeschön. Dank dafür, ganz Die großartig. Achteln fallen rein. Das ist große Unterstützung, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Daumen hoch aufklickt und so weiter. Ja, und auch bei Instagram. Schwarzenand schaut zu, der Pferdl. Servus, grüß dich Jomo Zart Chopin. Freut mich sehr. Kinga Dula, grüß dich gut. Kinga, servus. Aber leider, ihr werdet bald weg sein, weil... Oder ihr switcht auf YouTube. So, Ganz das einfach. ist natürlich ein guter Hinweis. Auf YouTube mit dem Kanalnamen 16er Buben TV, da geht es weiter noch eine gute halbe Stunde. Wir arbeiten parallel Ja, heute hier auf richtig. YouTube und Instagram mit 2 Kameras. Ja, Instagram ist ein Backstage-Bereich. Man sieht es, also vom Ausschnitt des Bildes her ist es schön. ja, und ich weiß nicht, wie lange das geht. Soll ich es ausrennen lassen oder soll ich es dran? Das ist jetzt die Frage. Ja. Michael Fessel sagt Wahnsinnsnummer. Am Weltklasse. besten ist, Ja, alle schon. Zuschauer auf Instagram wechseln zu YouTube einfach jetzt 16er Burm TV. Auf unserem Kanal ist am einfachsten jetzt wahrscheinlich. Das ist am Anfang. Sonst müssen wir uns hier so wie bei Dreisat früher bei der ZIP 2, Ja. wir verabschieden uns jetzt von den Zusehern auf Instagram, nicht? Nach dem Ja. Motto. Nicht? Das ist, Und bei uns geht es weiter mit dem Wetter. Nach Instagram. meistens, groß haben aus sie, Wien. meistens haben sie ein bisschen so geschaut, so. Genau, kurze. Manchmal bis es dann in Hoppala gesendet, weil das öfter ist, ein bisschen länger da. So, nicht? Weil das waren schon so Bohren in den Körperöffnungen. Ja, ne, aber pass auf, wir lassen es einfach. Jetzt wird es die Ackerlied. Christoph, ja, kommt, haben wir in Frätzl versprochen. Jackerlet, unbedingt, ja. Das kommt unbedingt. Und ich würde sagen, wir lassen Instagram einfach auslaufen. Also wenn dann der Livestream abbricht, Bricht er. dann geht es aber noch weiter auf YouTube 16.tv. Kommt einfach rum, war halt leibend. Ich weiß nicht, vielleicht rennt er eh weiter. Aber ich bilde mir der dauert nur eine Stunde maximal. Und ich will dann nicht neu starten. Das ist ein Blödsinn. Wir bleiben dann da auf YouTube aktiv. 45 Zuseher, großartig. Wir Danke freuen uns euch. sehr. Und wenn es lieb seid, haut einen Daumen nach oben rein, dass wir da ein bisschen wie sagt man da, einen Support bekommen. Und wer natürlich den Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn bitte schön. Jetzt, uns bringt es wirklich was und dir kostet nichts. Und die Möglichkeit, uns einen kleinen Schmattes zukommen zu lassen für unsere herrlichen Liedleistung, findet ihr ebenfalls unten eingeblendet, sowie in der Videobeschreibung. Nein, Wahnsinn. Ja, und von Instagram verabschieden wir uns jetzt und lassen uns einfach auslaufen und wir machen da jetzt weiter Viert euch auf mit Instagram. Fiakerlied. Viert euch gut und ja, vielleicht kommt es auf YouTube. Was haben wir noch? Der Richard Eigner. Bin gerade erst dazugekommen. Was für Weindal gibt es heute? Müssen wir noch ein. Müssen wir unbedingt Grüner Veltliner vom Karl Lendner, Grit Gut, Kirchberg, dass du mit der Hand hast. alte Reben, ein guter, ein 2019er, typischer Grüner Veltliner, 13 Volumensprozent, ui, ich hab so viel eingeschenkt bei ihm, gell? 13 PS. 19 PS, ja. Ja, Durchaus kann der einmal 1-2 Jahre liegen, also das schaut den, ja der kennt das schon. der Also kann der ein bisschen liegen bleiben. noch. Aber Das es ist schmeckt jetzt schon jetzt schon hervorragend. gut, hervorragend, aber ist jetzt schon hervorragend. zum Und den Wohle. könnte man sogar liegen lassen. Ja, sehr zum Wohl. Na gut, dann machen wir das Fiakerlied. Jawohl. Ohne, also mit Vorspiel, aber ohne Überleitung geht's. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ja, ich hab's schon wieder. Komplett verspült. Gibt's ja nicht, das spielen wir seit 25 Jahren. Noch einmal. Mit selber das muss geärgert. man Das hat noch mich selber einmal geärgert. Einleitung. Bitte darum. Bitte darum. Ja,
Ja, ich fiel zwei halbe Ruppen, mein Zeige steht am Grab. Ach so wie die zwei Truppen, wir's nicht bald gesehen haben. Ein Peitschen? Nein, das gibt's nicht. Ui, es soll's mir nicht schlagen. Das höchste war ein Schnäuzer, sonst zerrissen sie mir den Wagen. Vom Land zum Lusthaus Forest in 12 Minuten hin. Da springt man keins nicht im Galopp, da geht's nur Trott, Trott, Trott. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich auf Jacker bin. A Kutscher kann jeder wehren, aber fahren, das können sie nur in Wehren. Mein Stolz ist, ich bin heute nichts mehr ein Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle gut findet. Mein Blut ist so luftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut pfiff, ein nichts mehr ein Kind. Mach ein Zwischenspiel. Ich bin bald 60 Jahre alt. 40 Jahre stehe ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeige waren alle fest benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre ich dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Ruppen und führt's mir über den Graben. Dann lass es aber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich bünd mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht ein wenig Gerät, sag er mit. Das ist ein Muss, das umziehen, ins allerletzte Haus. Und Leute, die sollen's nur merken, ein Fiaker führt's hinaus. Und auf mein Grab steht da so ich steh, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz war, der war halt ein nichts mehr Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so giftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war halt ein nichts mehr Kind. Ja, Gustav Pick. Wunderbare Nummer. Was führst du jetzt wieder? Was führst du jetzt? Ja, es ist Du hast gesagt, du hast letzter Akkord und das Video hat sich beendet. Danke fürs Zuschauen bei Instagram. Danke. Das war jetzt mein letzten Akkord. Optimal wird die lustig gewesen. Also mein letzter Akkord wird es nicht gewesen sein, sondern wäre italiener, weil es ja zeitverzögert ist. Aber ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall, ja. Also das war's jetzt mit Instagram. Familie Bristoni, könnt ihr wieder Achtel trinken? Ich schaue wieder aufs Handy. Ne? Da kann ich auch dran. Ja, der Hut hat gefällt, jetzt ist es authentisch, sagt der Markus Bristoni, vollkommen richtig. Ich habe mir auch gedacht, also der hat jetzt dazugehört, ohne den Hut war das eigentlich... Richard Eigner, ja, schaut, dass es kein Geschmacksfernsehen gibt. Das ist natürlich richtig. Der Max Riccio haut die Applaushanteln eine. Max, und wenn du wirklich voll dabei sein willst in Sachen Emoji-Style, dann nimmst du das rote Achtel wie alle anderen, weil das rote Achtel haben wir auserkoren zum, Genau. ja, zur Bedeutung Leiwand. Also wenn du Leiwand sagst, dann hau das rote Achtel rein, das war eine große Freude. Ja, passt auf, jetzt machen wir Folgendes. Der Patrick erzählt euch jetzt mal eine Geschichte, Okay, ja. weil ich muss nämlich einen Stock hegen. Ich bitte beeil dich, ja? Ich muss nämlich... Nein, ich kann es nämlich sagen, warum. Ja? Ich kann ganz offen, ja- wir sind ja unter uns. wir sind ja Ich unter kann uns, offen ja. sagen, weil ich eben die Idee gehabt habe mit Instagram. Ja, und wir waren beide vor dem Auftritt, wie man es normalerweise ja macht, vor einem Auftritt, nicht? Wir plaudern ja heute Ja. über
Themen kannst du schon gehen eigentlich. Ja, nein, und da habe ich herunter in Instagram und jetzt da muss ich wohl. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Ich schaue Entschuldigt Sie am kurz, ist ja kein Problem. Er macht ja nur das, was jeder machen muss. Du schau nicht reden. Blunzenkistel, ich muss ja mitlesen, auch, weil sonst rede ich ja was anderes. Nicht? Susanne Bumm ist da, grüß dich Gott, servus. Ah, danke, Markus. Ich trinke noch mal mit dir auch mit. Markus Prestonik, ja. Wenn ich mir aufs Handy schaue, ich werde jetzt noch viel trinken müssen heute. Blunzenkistel, das Trepfelbad für die Mama. Ja, das wäre mein Trepfelbad, ist eine gute Idee. Auch zum Wetter passend heute natürlich. Klar, ein Trepfelbad, sowieso. Das machen wir noch. Aber erst, wenn ich wieder entspannter bin. Ich glaube, heute war alles ein bisschen stressiger. Ich habe mir nämlich gedacht, ich fahre ein bisschen später weg von daheim aus meinem Domizil. Ist aber nach hinten losgegangen, weil normal bin ich immer so zeitig da. Ja, und auch das ist nicht notwendig. Und heute war ein derartiger Stau vom Weg, nämlich bis zur Autobahn war es kein Problem. Ganze Autobahn entlang war alles leibend. Fahr von der Autobahn da in Wien an und bis daher, also jede Ampel rot und ein Verkehrsaufkommen, einfach Autos, unglaublich. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich Markus Fessel, ein Traum, danke. Was meint der Markus Michael Fessel? Ein Traum, danke. Ah, das Lied wahrscheinlich. Ah, das ist ein bisschen verzögert gekommen, die Nachricht. Jetzt redest du mit dir leider, du hast nur vorlesen. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe einmal vorgelesen jetzt gut. Ich muss ja da schauen, nicht? Das ist ja sonst rede ich wieder irgendwas. Nicht? Die Leute schreiben und kann nicht darauf eingehen. Geht nicht. So, du bist da. Das ist jetzt ist mir leichter. Bitte übernehmen Sie kurz. Ja, bitteschön, ja. Bitteschön. Ich übernehme. Also. Ich übernehme. Na, wir haben nämlich das Thema eben Film, Funk, Wienerlied, also die Medien und das Wienerlied. Und wir haben unseren ersten, also da gibt es noch viele Geschichten zum Erzählen, aber das erste Mal, wo wir mit einem Wienerlied selber also dann auch drangekommen sind, als 16er Burm, das war in der Brieflos-Show beim Peter Raab vor wahrscheinlich ein bisschen über 15 Jahre, 17, 18, 19 Jahre. Und da haben wir gespielt in Biesenberg. Über den Weingarten am Biesenberg haben wir da gespielt. Und das war das erste Mal. Wir haben dann vor ein paar Jahren, vor 2-3 Jahren, haben wir wieder beim Peter Raab gespielt. Da haben wir dann, das spielen wir heute dann. Das spielen wir dann in Werner Schimme. Es ist auch so rund um 1900 das Lied. Das haben wir da gespielt. Dann haben wir gehabt eben diese, was damals in Deutschland, in der Schwäbisch Hall angeschaut worden ist, lustigerweise, also wieder ausgestellt worden ist, auf Dreisat da, junge Musik in Wien. Und das war so eine Dokumentation über junge Musik, also es waren 3 Gruppen, 3 oder 4, das weiß ich gar nicht mehr. Und unter anderem waren auch wir als 16er Buben dabei. Und das hat uns sogar in der Krone oder im Kurier, den Telemax, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ich lese keine Zeitungen mehr, aber da hat es gegeben den Telemax in der Krone oder im Kurier, weiß ich nicht mehr. Und der hat dann immer so Zitate aus diversen Fernsehsendungen oder was rausgenommen. Und da habe ich sogar geschafft, eine mit einem Zitat in den Telemax. Weil da habe ich in einem Interview so erzählt, ja, mit den Deutschen halt, ne? Und wie ihm da einmal einer gekommen ist von der Weide und schon geschrien hat zum Patrick hin, jetzt spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön, ne, das Lied. Und der Patrick sagt drauf, vorher Alter, dann war's das. Und dieses Zitat ist damals beim Telemax, im Krone oder Kurier, da wo immer der war, erschienen. Hat mich recht gefreut. Das war recht lustig. Das war das. Dann haben wir gehabt, was haben wir noch gehabt? Dann ist letztes Jahr zum Beispiel, Muttertag, eine ganze Stunde, da waren wir schon stolz drauf, eine ganze Stunde, nämlich die Sendung Spielräume auf Ö1, hat sich da eine ganze Stunde mit unserer Musik auseinandergesetzt, war auch leibend, war eine tolle Geschichte. Dann waren wir, was war denn das noch? Ja, Seitenblick, das war lustig. Letztes Jahr, Ende des Jahres, war ein Seitenblicke-Beitrag. Die haben gesagt, das spielst du da beim Taschler, da hätte man gerne einen Bericht bei da kommen. Und ich habe nur so gesagt, ich habe nur so hingewiesen, ja, aber da kommen jetzt keine so Promis oder irgend sowas.
Das passt schon, brauchen wir eh nicht, die haben eh sonst da. Und dann haben sie einen Seitenblicke-Bericht über uns gemacht. Hat mich auch sehr gefreut. Und was haben wir noch? Seit Servus TV hat einige, da waren wir glaube ich 3 Mal in einem Horgast drinnen. Der Franz Brandwein, ich weiß nicht, ob er noch zuschaut, bei einem seiner Kollegen, nämlich beim Fiaker Baron, beim Wolfgang Fasching, einmal. Und dann waren wir noch einmal mit dem Festival, mit dem Schrammelklang-Festival. Und noch einmal, das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, was das war. Ist ja wurscht. Also auf jeden Fall ist es eine karge Ausbeute für 25 Jahre 16er Buben, aber immerhin muss ich sagen, also es geht. Und immerhin kommt jetzt auch der ORF zumindest ein bisschen wieder auf den Geschmack und das gefällt uns sehr. Also, wenn ihr Lust, Telemax war der Krone, ist aber schon verstorben. Na geh. Telemax ist schon verstorben, ja, das gibt es nicht mehr. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Wenn du umsteigen würdest auf den Drahtesel, kommst du am Dienstag an. Richard Eigner. Ich glaube, da redet es untereinander jetzt was. Bitte die untereinander Kommunikation etwas einzustellen. Nein, was Nein, gar nicht. Ja, warum? Nein, lass reden. Ich habe da trockene Materie von mir gegeben, aber ich glaube, das war es, die Zusammenfassung. Nein, es hat dann schon noch Radiosendungen gegeben, also regelmäßig zum Beispiel so ganz kleine Radiosender in Italien, gell, lustig, also Südtirol wahrscheinlich. Da sind kommen wir wahnsinnig oft vor, also das merkt man nur bei den Abrechnungen. Nicht, dass das dann viel Geld bringt, aber du siehst es und der Kleinvieh macht halt auch Mist und das ist natürlich toll. Und schon der Helmut Fahler aus der Steiermark. Schön. Freut mich sehr. Sehr wohl. Du Patrick, mir ist was eingefallen, was wir spielen könnten. Weil ich gerade geredet habe, brieflos schon. Ich hoffe, die Preis doch nichts trinken. Warte, ich muss nur schauen, weil der Roman, apropos zu weil der Roman Buch da schreibt, da muss Patrick, die Gleitsichtbrille, nein, die nutzt mir nichts, weil wenn ich eine Gleitsichtbrille brauche, würde ich mich so schauen müssen. Das hat andere Gründe. Du hast den lange Asteln. Bei mir war es blöd. Ich muss nämlich ohne Brille aber so lesen. Ich war der Erste, der Gleitsichtbrillen hat und einen Selfie-Stick die Zeitung hält. Ja. Das hängt mit dem Fokus zusammen. Alles, was über 1 Meter entfernt ist, sicher relativ gut. Alles, was unter 1 Meter ist, ist etwas schwierig aufgrund einer gewissen Makuladegeneration, die ich habe. Nein, das hat alles mit Corona zu tun. Ja. Du bist geeicht auf dem Babyelefanten. Wahrscheinlich, genau. Auf dem Doppelmeter. Ja, genau. Auf dem Doppelmeter. Alles unter dem Doppelmeter siehst du nicht. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Patrick, du brauchst kein alles. Du kannst zu mir gehen, reib ein paar Hunderter, ich habe die Diagnose erstellt, fahrt hin. Nein, mir ist eingefallen, was wir spielen werden, weil ich habe gerade erzählt von der Brieflos-Show beim Peter Rapp. Da waren wir zweimal. Zweimal. Beim ersten Mal haben wir in Biesenberg gespielt, beim zweiten Mal haben wir gespielt in Werner Schimi. In Werner Schimi, und den spielen wir jetzt da. Den haben wir auch beim klingenden Österreich. Das habe ich ja ganz vergessen. Klingendes Österreich, ja. Ein Highlight. Ein Highlight gewesen, ja. Großartig mit dem Sepp Forcher. Ein Highlight auch deswegen, weil erstens, da gibt es mehrere Highlights. Diese Sendung eine Qualität hat, weil es ja hatte. Sie gibt es nicht. Es gibt sie nicht mehr, aber wie lange? Fast 30 Jahre. Ja, länger. Nicht länger. Also länger, länger als 30 Jahre. Und das ist für eine ORF-Sendung wirklich enorm. Wie viele Sendungen waren es jetzt? 300 oder wie viele? Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Ja, der Markus Pistrone, danke Klaus, das hätte man fast jetzt versäumt. Ja, darum sage ich meine, ich müsste schon selber ein bisschen Acht geben auf die. Ich kann nicht für jeden schauen, wann er trinken muss, gell? Aber gut gemacht. Ja, was soll ich sagen? Ja, von dem her war das eine riesen Geschichte, weil der Sepp Forcher nämlich wirklich das selber aussucht noch. Also schon, es macht schon ein Team auch, ja, und es gibt dann schon auch Vorschläge. Er hat schon was mitzureden. Er ist immer noch der Chef, also wirklich der Chef gewesen. Ne, und dann, da hast du gemerkt, auch dieses Team, was da war, die waren auch schon eingespielt. Also das war wirklich das Team, die das halt dieses klingendes Österreich machen. Das war Radio ORF Steiermark. Ursprünglich war es Salzburg und die haben dann vor 10 Jahren oder was gewechselt auf Steiermark. Ja. Steiermark, ja. Es sind aber einige Kollegen aus Salzburg in die Steiermark gegangen. Ja, das war interessant. Ja.
großartiges Team. Also zusammengespielt einfach. Also die haben gewusst, was machen. Ja, nein, du hast gemerkt, die spielen das noch. Der Fritz Starkus, Fritzl, den wollte ich auch vorschlagen. Ihr könnt Gedanken lesen. Was in Sepp Forcher. Ja, das war wirklich leibend. Und dann muss ich eins ehrlich sagen, das war für mich ganz ein tolles Erlebnis, persönlich, wie der Sepp Forcher, wie wir den kennengelernt haben und halt uns so zusammengeredet haben. Und ein bisschen so halt geredet haben, was wir noch machen. Außerdem war es irgendwie lustig, wenn wir halt miteinander, über die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, wo wir miteinander in Weinhaus gesoffen haben, also die Requisiten. Aber was mich so fasziniert hat, ist, wie unfassbar gescheit, intelligent und belesen der Sepp Forcher war. Also von wegen, da kommt der Hüttenwirt vom Berg runter. Nein, das ist unglaublich belesener, gescheiter Mensch. War er ja, aber man kann ja trotzdem lesen. So, das ist ja kein Problem und sich aber bilden. Der war schon gut. Also es war ein Hochgenuss, mit ihm zu plaudern. Und das haben wir auch ziemlich ausgenutzt dort. Ja. Gott sei Dank, weil wir haben lang plaudert miteinander. Also eine Riesenfreude. Der Sören ist dabei und der Rützi. Wieder viel zu spät dazugekommen, aber du bist da und das macht uns Freude. Und jetzt spielen wir in Werner Schimme, den wir gespielt haben beim zweiten Mal in der Brieflos-Show und beim klingenden Österreich. Klingendes Österreich beim Sepp Forcher. Genau. Und zu dem Lied ist was zu sagen, Patrick? Das ist wieder so dein Werner Schimme vom Komponist Rudolf Kronecker und offenbar bei der Nacht geschrieben. Ja, wobei es ja sogar der Lied besagt. Ja. Von dem kommt wahrscheinlich sogar, dass man in Wiener, das ist ja Schimmi sagt wahrscheinlich sogar. Von dem Werner Schimmi. Wer Schimmi hat man vorher eigentlich nicht gesagt. Der Schimmi eigentlich ist ein Tanz gewesen. Dann gehen wir Schimmi tanzen. Ne? Darum ist ja das, wer da sich noch auskennt, so was 20er, 30er ist ein bisschen beschäftigt. Und wie man das spielt von der Betonung her, das ist ein Schimmi. Gut, mit ist ein Werner Schimmi halt, ja. Und das ist eine gewisse Anklänge von der Melodie vom alten Fiakerlied. Genau, ich schrei Hü, ich schrei Ho. Ja. Ich habe ein paar Kuh. Nur nicht im Dreivierteltakt, sondern da im Zweivierteltakt. Zweivierteltakt. Und Schimme übrigens sagt man auch, wenn ein Musiker oder ein Texter einen Text schreibt, ne, und sagt, ich habe aber noch keine Melodie, aber ich schreibe einen Text. Und damit dieser Text auch in einem Versmaß korrekt drinnen ist, nimmt man sie auch oft an Schimme. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel ein Lied her und sagt, das gefällt mir jetzt, und schreibt quasi im Text für dieses Lied, nimmt aber dann den Text her, wenn es fertig ist, gibt es einen Komponisten oder vertont selber aber komplett neu. Also da hat man auch diesen Schimme, sagt man halt. Ich hab's als Komponist am liebsten, wenn man der Textautor nicht sagt, zu welchem Lied er den Text geschrieben hat ursprünglich. Ja, weil dann bist du so beeinflusst, das ist natürlich furchtbar. Aber zum Beispiel, ich hab einige Lieder, also einige Texte noch an Schimme geschrieben und dann eine Musik dazu geschrieben. Und das stimmt schon, also bei manchen Sachen also war es für mich unglaublich schwer, von diesem Schimme wegzukommen. Ja. Also wenn man halt so sagt. Aber das sagt man, hat aber mit dem Schimme nichts zu tun. Nein. Aber wir bewegen uns rund um die Jahrhundertwende 1900 herum. 20er Jahre ist das so, ja. 1920er Jahre ist das. Rudolf Kronecker war schon ein bisschen später, ja. Naja, gut. Na gut, gehen wir es an. In S ist das und dann in G eigentlich. Ja, also er fängt mit S an und dann ist in G. Ja, das genau. will ich wissen. Also eigentlich kommt es mit G, oder? G, S. Ja. Also, nein, da kenne ich mich schon okay, aus. Passt. Gehen wir schon wieder aus. Geht's? Jawohl. In Meidling in ganz kleinen Häuser ist Wirtshaus zum goldenen Kranz. Ein alt Wiener Häuser, das Fahrzeug am Platz. Es heißt, dass die quirlige Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Doch dort kann ein Tanzer jetzt lernen, urwienerisch und doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzer tanzt man und einen Tanzer. Das kennen die alten Leute, uns passt den neuen Zeit. Weil sie singt der Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Ja, das ist kein Platz, was soll der Tanz?
braucht keinen Frack. Man tanzt ohne Rock und mit Vierter. Man braucht keine Stiefeln aus Lack. Die Kirchen, die Blade, die Anna, tanzt wie ein Rischfisch voll Hamur. Min Wirsturm unter den Granen und singt nur das Gstanzl dazu. Beim Wirt zum Gründner Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute und es passt in die neue Zeit. Da ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Pflanz, was soll den Tanz? Der Werner Schimmel, ja. Ehrlich. Ich finde die Nummer so geil. Sogar mein Munkelein, haut da die Achteln rein. Uschi Paula, jawohl, haut die Achteln rein. Das ist eines ihrer Lieblingslieder. Drum und die Achteln von den alle anderen. Gundula, Braun. Braun oder Braun? Heißt es Braun, wirklich Braun? Braun. Ja, siehst du, Gundula immer Braun, siehst ja. du es wieder, wenn man deppert ist, wenn man das so drüber liest? Gundula Braun, eine herausragend gute Sängerin, Ja. Sprecherin aus Mainz. Mainz hätte ich nicht gewusst. Wenn du das jetzt schon wieder nicht reingeschrieben hättest, den Namen hätte ich es nicht ja. mehr gewusst. Hätte aber ich jetzt gewusst, ja. Aber- Ausnahmsweise weiß ich was. Also, ich Schau. weiß ja sonst nicht viel, aber Und der Rüdiger, der Rütze, Rumkugeln Weißwein und eure Musik, ich schwelge. Ja, das gefällt mir. Du, mir ist da wieder ein Lied eingefallen, ja. das müssen wir jetzt mal kurz sagen, wie es geht. Ich lausche, ich lausche. Ich höre ja so gerne die Lieder aus Wien. Okay, ja, das haben wir eh umgespielt. Nein, da meine ich anders. Wie heißt Ich das? höre. Ja, das meine ich. Das haben wir gespielt. Achso, Ja, ja. das haben wir gespielt, aber ich habe es falsch gespielt. Achso, ja. Was willst du wissen? Wo Ja, haben wie wir es geht, ich weiß nicht mehr. Was war denn das? Puh, da ist viel drin. Das geht die ganze Zeit auf. Ich spiele es einfach. Aber überleg, ich sage, Dann sing's allein, ich spiel's nur, ja? Dann kann ich dann nämlich flüstern. da kannst du mal flüstern, das wollte ich sagen. Weil das ist auch wunderschön, der Walter Hals hat das geschrieben. glaub ich. Walter Häuser und gemeinsam, ich glaube, ob der nicht Toni Strobel auch dabei ist, so eine Gemeinschaftsproduktion war. Strobel, vielleicht schicke ich das oder irgendwer noch dabei war, ich weiß es jetzt. Ja, aber es war, der Häuser war es nicht allein, das weiß ich auch. Also, ja, Strobel war glaub ich, ziemlich sicher dabei. Ja, so, Schaffen oder Schaffen, Schaffer, nicht glaub ich, geschrieben. Aber kann man sein. so wenige Sachen geschrieben, aber ja. Aber es ist eine Gemeinschaftsproduktion. Charles Bernd dabei, ich weiß nicht, wer da dabei war, der Verleger oder so, ich weiß nicht. Also überleg bitte ein bisschen, schau die Gundula. Jawohl, Schöner kann ein kein Abend Problem, ja. kaum sein. Na, das ist, du schickst uns da Komplimente. Das zweite ist gleich Cis, ist das dann. Ja, das weiß ich schon mittlerweile. Mir fehlt ja noch was anderes, glaube ich. Das siehst du was mir fehlt. Und da muss man sagen. Kein Klausi Problem, reißt halt mach auch eine andere Gitarre. Nein, ich glaube heute nicht. Nein, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht, glaube ich. Aber man weiß es ja nicht. Der Landtal Stromer macht schon Werbung. Bei der Gundula, und der sagt schon, und das jeden Montag. Landtal Stromer, ich danke das schon. Danke. Ja, es ist wirklich, jeden Montag 20:15 Uhr machen wir die Pavlatschen. Der erste und einzige Wienerlied Livestream überhaupt. So, ich höre ja so gerne die Lieder aus Wien. Ich höre ja so gerne die Lieder aus Wien. Die Wolfel mit Schabeck und die Fiedlermelodie. Vom Burm, der als Kleiner sich gespielt hat im Sand. Und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann alle Tag mein Wienerlied stehen. Ja, und lass mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, dort spür ich's heut drin. Wien bleibt der Wien. Was das? Jetzt hab ich's, ja, danke. Ich möchte so gerne meinen alten Steffe wiedersehen.
vom Kohlenberg durch den Wienerwald nach Grinzing runtergehen. Vielleicht triff ich die Agnes beim Wirt, der ausgesteckt hat. Die todelt gerade einen Tanz von unserer goldenen Wiener Stadt. Doch oftmals denk ich bitterlich, ein Traum wäre oder so nur für mich. Ich hör ja so gerne die Lieder aus Wien, die Wolfen, die Czapek und die Fiedler-Melodie. Vom Buben, der als Jana sich spült hat im Sand. Und von der Frostsache mit der Zigarre in der Hand. Ja, möchte ich dann alle Tage mein Pferd hören. Und ich los mich von niemandem stören. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heut drin. Wien bleibt der Wien. Heißt noch mal. Und ich los mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, dort spür ich's heut drin. Wien bleibt der Wien. Walter Häuser. Jawohl. Großartig. Großartig. Echt lang. Schau, die Gundula fragt das, würde ich auch gerne singen. Wer ist der Komponist einmal? Walter Häuser, aber ich bin sicher, Patrick, du hast sicher die Noten wo bei der Hand. Habe ich bei der Hand, die hast sogar du bei der Hand, ja. Habe ich auch bei der Hand. Ich stehe kurz auf. Halling's zusammen, um Himmels Willen. Du bist eh so botschert. Halling's zusammen. Karl ist da irgendwo, der ist nicht. Im Karl ist drinnen? Ja, ja. Da steht dort der Karl. Ah, das ja. Da steht dort. Ah, ja. Nicht der KTM-Mappen. Ja! Einzigartig, sagt der Ritzi. Ich höre so gerne die Lieder aus Wien. Mich interessiert nur der Komponist jetzt. Ja. Also auf jeden Fall, Gundula, wenn du willst, brauchst du... Schickst mir eine WhatsApp, bitte. Schick nochmal sicher. Wir haben eh schon mit WhatsApp einmal kommuniziert, genau. Dann schickt man das gerne zu. Text und Musik Walter Häuser aus. Was? Nur er? Aus, ja. Ich hätte schwer können, dass das mehrere geschrieben. Aber das ist wirklich eine wunderschöne Nummer. Copyright bei Wien Melodieverlag GmbH A1160 Wien Neulerchenfelder Straße 3 bis 7. Ja, im Neulerchenfeld. Ich lasse es dir gerne zukommen, Gundula. Großartig. Ah, ja. Patrick, ich habe schon so bald alter gesehen, dass du Jatzer. im Licht gestanden bist. Ein Wahnsinn. Oh, pardon. Ja, das macht nichts. War schon ein alter Jatzer. Ja. Nein, das ist schon sehr... Wenn die Gitarre warm gespielt ist, kommt jetzt der richtige Ton raus. Sagt der Richard Eigner. Ja, nein, die Gitarre muss nicht warm gespielt sein. Der Gitarrist muss warm gespielt sein. Apropos, greife ich wieder zum... Blunzenkistel, bitte, genau das Trepfelbad habe ich versprochen vorher. Das, Hast du versprochen? ja, natürlich, während du... Sonst kriege ich vor meinem 40er noch einen Arsch. Ja, muss man unbedingt, die Oma glaube ich schon, oder die Mama, ich weiß nicht, Mama oder Oma ist da. Mama. Die Mama Mama. da, ja. Wurde von der Mama geschrieben. Ja. Für die Mama machen wir das Trepfelbad. Das Selbstverständlich. Natürlich. Das selbstverständlich. Bevor der Blonzenkessel einen Watschen kriegt. Vor dem 40er. Stückchen Ja, rein, geht Stückchen. los rein, ja.
Los rein, ich danke. Ein kleines Schluckerl mit dem Auge. Schau her, nimm sie noch mal voll. Wirklich mehr. Ein Zünglein voll. Unser Winzer dauert das der Der Karli. Großartig. Einmal, zweimal haben wir noch. Wann haben wir denn die nächste Flaschen bei mir draus? Ist es schon nächster Montag? Nein, übernächster Montag, glaube ich. In 3 Wochen, glaube ich. Wann sind wir in Batschenau? Genau, aber das muss im August. Im August ist es auf jeden Fall. Das kann aber in 2 Wochen schon sein, weil in 2 Wochen ist der August. Das, ich glaube, es sind noch 3 Wochen. Ja. Am 16. spielen wir ein Kurkonzert wieder. Das ist noch länger, ist ein Monat Zeit. Ja, ist ja noch Zeit. Ein Kurkonzert wieder in Batschenau. Für alle Motorradfahrer. Ja klar, alle Brenner. Das letzte Mal waren ein paar dabei. Ein paar waren dabei, ja. Großartig. Haben ihre Tour durch die bucklige Welt gemacht und halt für dieses Kurkonzert dann innegehalten. Das hat natürlich im Durchschnittsalter, haben wir gedacht, dass es runterhaut, da war gar nicht so. War gar nicht Dings, weil es waren doch einige junge Leute. Es waren doch recht alte Biker. War ein Scherz, Entschuldigung, war ein Scherz. Nicht alt, sondern reif. Warum ich das eigentlich jetzt so sagen wollte, war eigentlich, weil ja am 17. am Montag drauf machen wir nämlich wieder bei mir aus der Klause in Batschenau. Eine Pavlatschen. Die Pavlatschen. Aber keine XXL Pavlatschen. Wir müssen uns nur erholen von der letzten. Ich bin nur immer nicht fit. Ja. Der Rützi war dabei, herrlich wieder Schönau, ja unbedingt. Susanne Bumm-Ringelspiel. Ja, pass auf, das hängen wir. Machen wir das Treppenbad und das dann Ringelspiel? hängen wir auch Strophen Ringelspiel. Susanne, ist das in Ordnung? Eine Strophe Ringelspiel, hängen wir dann drauf. Ja klar. Wir haben noch einen Nussstopp rein, weil heute habe ich Eis gegessen, das war recht fett. Du auch? Ich habe auch ein Eis gegessen heute, ja. Ich war schon wieder unmäßig heute, nicht? Wirklich? 8 Kugeln, nicht? Ich gehe in 2 Wochen zur Blutanalyse. Für 2 Wochen geht. Du darfst noch ab jetzt nichts mehr essen. Das ist aber das Problem. Aber schau, was alles auf den Grill geschmissen gehört, was alles eingefroren ist. Aber so, ich mache jetzt eine Werbung. Jetzt mach das. Triad Mittagessen, Wölker, 777, na was heißt beim Triad? Absolut. Bah, da haben wir schon so oft Großartig. gegessen. Uwe und Veronika, also Veronika und Uwe, Ja. ja. Sind Die liebe machen Freunde. rechts, ganz liebe Leute. Mittlerweile liebe Freunde geworden. Und hier war das ein Hammlokal, ich glaube 3 haben mittlerweile. 2 hat er sicher. Das Ja, nein, aber ich glaube sogar 3 mittlerweile. Und dort wirklich gar ein Golfplatz noch dabei. Interessiert mich nicht, Golfplatz spiele ich nicht, aber wirklich traumhaft gutes Essen, herrliche Atmosphäre. Das ist von ihr, also von der Chefin quasi, der Elternhof. Und absolut leibend. Also Essen, wirklich kann ich jedem nur empfehlen. Triad heißt nicht, kehrt, also ist in Batschenau von der Entfernung kehrt aber eigentlich zu Grundbach. Eigentlich gehört es zu Grundbach, ja. Aber wurscht, weil ist genau dort drüben. Und es ist leider, wenn man als Wanderer dort vorbeigeht, weil viele Wanderwege führen dort auch vorbei dann beim Tritt, man kann auch einfach auf ein Grill Bier auf die Terrassen sich setzen. Also, auf jeden Fall. also überhaupt, also ganz. Eher sogar ganz fast nur das, weil ich glaube, alles andere Und musst du reservieren am Abend, weil sonst hast du keine Chance. Aber man kann auf ein Grill auch vorbeigehen. Aber 777, herrlicher Hinweis, Triad, absolut Triad. Und was wollte ich jetzt noch so in der Werbung wollte ich machen? Werbung. Was wollte ich machen? Batschenau waren wir. Was wollte ich machen? Nein, warte mal. Von was haben wir geredet? Ja, naja, unsere nächsten Auftritte. Man darf ja nicht vergessen, wo wir jetzt im Juli noch auftreten. Ja. So habe ich gemeint, aber ist aber auch eine gute Idee. Ja? Achso, nicht. Ja, aber sag mal, das ist eine gute Idee. 23. Diese Woche, Donnerstag, Taschler. Es gibt noch, glaube ich, einen Restplatz. Gibt's 2, was? 3, 4 oder Gibt's sowas, ja. Ja, Großes Konzert beim Taschler wieder. Ja, ich hoffe, das Wetter ist schön, dann können wir im Garten spielen. Ja. Wird herrlich. Ich glaube, der Rützi hat gemeint, eventuell, dass das bei ihm geht. Also ja, 23. wäre... 23. Ja, Taschler ist noch eine Chance, glaube ich. Ja, einfach anrufen beim Manfred, bitte. Irgendwas. Auf unserer Homepage schauen. Dann am 31. Juli nicht vergessen, unser großes Sommerheiriger, unser Sommerfest, 16er Bum Sommerfest, gemeinsam mit dem Weingut Höfler, Dr. Höfler. Dr. Höfler. Ausblick Wien. Wichtig diesbezüglich, weil es der nächste Winzer Dauertester. Ja, Also, ist unser nächster Dauertester. Wenn wir den Lentnerkalli ausgetrunken haben, und das ist in 2 Flaschen nicht, dann haben wir Gott sei Dank dazwischen noch einen Übergangel von der Momo gekriegt. Momo M muss man eigentlich sagen, hätte zuschaut. Und dann ist der nächste Winzer da, der ist der Michael Höfler, und am 31. haben wir dort das Konzert und deswegen auch sehr empfehlenswert. Geht auch nur bei schönem Wetter, muss man auch sagen, weil es ist mitten im Weingarten. Das Genau ist so wirklich am Biesenberg mitten. Sollte es am 31. regnen, gibt es einen Ersatztermin am 1. August. Du jetzt.
Weil das, einer von den 2 Tagen wird ja hoffentlich schön sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Aber gut, aber jetzt einmal Trepfelboot und dann Ringelspiel für die Susanne in C. Alles in C, ist leicht zu merken. Und dann schauen wir weiter. Ich wollte irgendwas Werbung machen, ich weiß nicht mehr für was. Ich weiß nicht mehr für was. Das wird mir wieder einfallen. I'm ready. Fang ich da an, gut? Ja. Also. Eine typische Nummer von Piron und Klapp. Am vergangenen Freitag haben wir 2 Drittelboot. Dass sie nicht dabei war, das ist schon. Drunten beim Kassier, da hat er fragt man dann, ja was ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn sie? Tanzen so auf der Pizza, war es ganz besonnen, Herren sind an der Top. Doch weil ich fein bin und nicht gemein, bin stille ich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, wir sind noch in einem Vogelhäusl sitzen, können zur Schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Kitzen. Und da den Karten bin ich noch engagieren. Endlich sind wir drinnen in der Ungarn-Kabine. Ja, die Nockerten, die rennen her und hin und her und hin und her und her und her. Einer von den Nockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sein Freundchen da, so ist ihre Welt gemüht. Sie sind Gedränge in ihrer Menge. Und keiner hat's nicht gewiss, ja welcher für seine Ecke ist. Es ist wie ein Haus mit Singelschuhen. Außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder raum. So jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kaum was runter, uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu, ein Wurst vom Großen. Und gegen einen Zampenwand ins Boot hinein. Der Gefühle, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Der Längste haut's an hier und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wir jetzt eine Brause hin. Ja, passt der eine in die Duschkabine. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, wenn das Wasser furchtbar zusammenzuckt. Bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbogen, die Wände sind eingedruckt. Das ganze Trepfelboot, das ist jetzt hin. Dritten sein, nur hereingerissene Jungs für groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß ohne Reisepass. Jeder hutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Ritz und Kostgefühl, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder voll Blick und Ratzigo am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Dankeschön Jawohl. fürs Zuhören. Jawohl. Für euren Applaus, den ich vernehme. Also, das ist schön. Nicht einmal was angerichtet bin mit der Werbung. Der Richard Eigner meint Werbung für den Friseur um die Ecken. Das ist eine Frechheit. Christoph Acker, Eiskreisler Werbung. Ja, da braucht er keine Werbung, der ist ja bei mir draußen. Das reinigt den Bügel. Das ist schon langsam, werden wir eh schon. Der Marcel Stefanek, wer hat da schon mehr getrunken? Gut, Wir haben nichts. eigentlich nicht viel getrunken, also es war eigentlich harmlos. Und nur ein extra Doppel für die Musikwunscherfüllung, jawohl. Für die Musikwunscherfüllung natürlich
ihr seht es eingeblendet. Das virtuelle Körperl. Wir werden schon langsam kommen, wir ja schon. Ja, schon langsam kommen zum Schluss. Ein wir haben noch ein paar Lieder in der Pipeline. Dann geht's Na, geh einmal. Geh einmal. Geh, entspann dich. Entspann dich und ärger mein Munkelein nicht da oben. Das ist jetzt ja wieder weg. Jetzt, passt auf. Heute spürst den Herbst in deine Bahnen, Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns heran, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasler Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Liebenbluts, Liebertstal, stachert alle der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Treffelbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer mag der Stadl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Mädel tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Die Galitzeberg siehst durch einen Schleier und es ist verkühlt an jeder Bild. Und die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ebenplatz, Liebertstal, stachend all in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Trepfelbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer mag der Stadl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter sagen Geborgenheit, aber Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit am Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Karl Hodener, meine Herrschaften, Karl Hodener. Ein Lied, das ich selber einfach gern spiele. Zwischen Ottergring und Lerchenfeld, eigentlich ja ein Herbstlied vom Text her. Ich spiele es trotzdem wahnsinnig gern. Wahnsinnig gern. Was? Wenn's Richard Eigner, wenn es treibt, dann treib's. Jetzt ist. Was? Jetzt weißt du, wer mehr getrunken hat. Ach so, das meinst du, was treibt. Ja. Naja, das ist halt so. Das ist halt so, die Natürlichkeit schlägt zu. Und bei diesen Livestream-Sendungen hat man natürlich einen Aspekt, finde ich persönlich, der wirklich einfach alles Fernsehen schlagt, nämlich die Authentizität. Also schon, man bemüht sich, nicht alles, dass das alles passt, aber im Endeffekt sitzen da jetzt in unserem Fall wirklich nur zwei da, die halt spülen, ein Hetz haben, was trinken und eben dazwischen einmal ja aufs Häusl müssen. Das ist halt so. Ja. So fort das. Was soll man machen? Und im Fernsehen hast du halt alles, oder vieles ist halt alles getimt und richtig herkriegt und dass das alles genau passt und das muss alles. Und hat eigentlich auch seinen Reiz, nicht? Diese Perfektion. Aber ich glaube, die große Macht dieser Livestream-Geschichten sind halt, ja, das mehr oder weniger Ehrliche. Das mehr oder weniger Ehrliche, aber ich habe es schon gesehen, auf YouTube ist das Ehrliche und auf Instagram war das wirklich Ehrliche. So kann man es sagen.
Markus Bristoli, kannte ich nicht, gefällt aber. Jesus, nein, aber Markus, jetzt ist natürlich schwierig, jetzt wo der Patrick gerade nicht da ist die große Frage, wann trinkt ihr? Nicht? Also, weil natürlich, wenn er, jetzt kann er nicht, habe ich schon aufs Handy. Ja, der Christoph Acker sagt auch was Richtiges, ja. Der Chat macht den Livestream besser als TV. Das ist auch was absolut Leibendes. Das muss ich echt sagen. Weil mit dieser Chat-Funktion hast du natürlich eine ganz andere, interaktiv, wie man sagt, interaktiv, du hast ganz andere Möglichkeiten. Und das stimmt natürlich. Das stimmt. Und da fällt mir jetzt ein, dass wir gesagt haben mit Michael Höfler am 31. August, dass wir, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir dieses Konzert dann auch live auf YouTube, einen Livestream machen. Ich meine natürlich nicht so wie heute, dass du sagst, wir können permanent eingehen auf die Kommentare, aber wir werden dort einfach ein Konzert geben beim Heirigen und wenn das hinhaut, zumindest hin und wieder mal wieder ein bisschen auf die Kommentare schauen und so. Das ist, schauen wir mal. Christoph Acker, was? Die 8 Kugeln müssen raus. Also, Patrick, gell? Was macht der Gummistiefel bei den Gitarren? Matthias Mariacher. Der ist kein Herz sagen. Ist fast wie beim Heirigen, zumindest für die, die weiter weg sind. Fritz Startkus, ja. Ja. Ja, es ist einfach anders. Jetzt muss ich einen Gummistiefel zeigen, weil den hat meine Frau Mama fabriziert. Warte mal. Da. Achso, die kann ich gar nicht runter. Scheiße. Siehst du bei dem? Aber man kann jetzt, den habe ich da angenagelt. Und das ist ein Gummistiefel, den hat meine Mutter beklebt mit diesen ganzen, mit den Chick-Backeln, ne? Wie hat das geheißen, die Weichpackungen da, ne? Also die Papierlen. Hat sie es beklebt und hat es so eingefasst. Und der Titel dieses Kunstwerks ist das Raucherbein. Ja, solche Ideen hat meine Mutter. Interaktives Fernsehen. Ne? Herr Patrick, ich glaube aber, der hat da oben, glaube ich, einen Speckstuhl und irgendwas, das er was gegessen hat. Rütze ein Gedicht. Naja, wollt ihr ein Gedicht her wieder? Wollt ihr ein Gedicht? Nein. Komm her, Patrick, komm her. Hast du einen Speckflader wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ja, was sonst? Ich mich geistig darauf vorbereitet, nicht auf einen Liederwunsch, den wir auch noch erfüllen müssen. Ja, ich glaube, eines muss schon noch sein. Die Heiserfrau, meinst du? Natürlich, oder? Das ist ja verständlich. Das hat schon. Da hat das nicht jetzt passt, diese Überleitung. Ja, Patrick auf dem Heisel aber und wüsste dir. Du, nein, aber das hat eh schon. Ja, der Thomas Faber, ich finde ihn jetzt nicht. Der Thomas Faber hat sich das gewünscht schon für die Susi, für die Susanne. Das machen wir natürlich. Natürlich. Und gern auch noch. Ja. Sieht man nicht. Ja, ich habe gerade das Raucherbein vorgestellt. Daniel Strögel sagt auch sehr genial. Mhm. Deine Mutter ist genial. Ja, die Gundula sagt witzige Mensch, ja. 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 Na, da gibt es ja sogar, Gundula, kannst du schauen, auf meinem Kanal, muss ich Werbung machen für meinen Kanal. Wie heißt der? Klaus Steurer. Klaus Steurer, YouTube-Kanal Klaus Steurer. Da findest du das eine oder andere quasi Vlog-Video, wo ich bei meiner Mutter im Atelier bin. Und wo man da. Der Tisch ist auch von der Mama. Den hat auch die Mama gemacht. Die Sessel. Ja. Einiges. Mhm. Ja. Nach dem Patrick brauchst du nicht Gummistiefel, der Richard Eigner. Ehrlich. Ja, der Rützi sagt auch, super Idee mit dem Stiefel. Ja, ist das Raucherbein. Und da hat aber, also, da geht es euch auch halten. Also, was meine Mutter da noch an Skulpturen und sonst was ausgezogen hat, legendär. Patrick auch, einer der Haare. Unglaublich. Ja. Keramik. Eine Keramik, mehrere Bilder von mir zu Hause, ja. Ja, bitte. Aquarell, Aquarell und Vinorels, 2, 3, 4 Vinorels. Vinorels war das Beste. Ich finde, Vinorels war das Beste, war Aquarell nur mit Rotwein. Und das Schöne ist ja, ich habe aus dem Jahr, glaube ich, 2000 oder so, oder noch davor, eines der ersten Aquarelle noch von ihr. Vinorelle. Oder Aquarell. Die Kellergasse. Ja. Das war aus ihrer Anfangszeit. Nein. Ja, bis das wieder angefangen hat. Ja. Aber die also Aquarell Also hat die schon gezahlt, auf der Welt. Ja. Aber die ersten aus der letzten Phase, das darf immer so sagen. Sagt man so Phase aus der letzten. Im Vorzimmer, ein Ehrenplatz, ja. Ja, da hat es einiges. Also die Wiener Rels von Keramik, bei der Keramik habe ich ein bisschen mitgespielt. Da habe ich auch mal versucht, nicht schlecht, aber die Mama ist besser. Gut, aber ich bin ja mehr der Musiker. Aber trotzdem. Aber meine Tongeschichten sind gar nicht so schlecht, gell? Das sagt nichts Falsches. Ich sag nichts.
ein Urwaschel hat. Also ich meine Ton, also nicht so Tongeschichten. Nein, aber das Tongeschirr, also das Geschirr, also Ist nicht schlecht, gelungen. Du hast Geschirr selber gemacht, ja? Ja. War teures, wenn ich was gekauft habe. Suppenteller, Fleischteller, Salatschüsseln, Dessertteller, alles da, ja. Ja, ja. Ja, und ein paar Skulpturen. Und Skulpturen auch, ja. Feenhäuschen. Feenhäuschen, ja, genau. Genau. Das Feenhäuschen. Ich habe einen wunderbaren Aschenbecher, einen Windaschenbecher für draußen, in Form eines Bienenkorbs. Ja, stimmt. Und der Scherm. Das ist Und das. einen riesengroßen Obstscherm aus Keramik, einen Obsttopf. Ja. Kann man auch eine Salatschüssel nehmen, wenn 50 Leute kommen. Wunderschön. Steht bei uns auf einem kleinen Küchentisch in der Küche. Mit dem halben Tisch zwar, aber immer gut gefüllt mit Obst auch. Der ist wirklich schön. Der ist großartig. Aber ich mir gedacht, Ich werde euch posten einmal. ich mache einen Scherm. Ich sehe das anders als eine Skulptur. Ich einen Scherm. Aber Oh, der ja. gelungen. Ja. Wie wundern die Leute immer. Ne? Ja, ja, nein. Sag mal, der das- Künstler macht leider nichts momentan. Ist schade, könnte er Geld verdienen damit. Hört man da nicht. Ja, eh war. Nein, meine Mutter auch. Aber die macht da mehr. Die hat jetzt da auch einige so da wir helfen müssen, ein bisschen mit der Trennscheibe, weil wir so ein bisschen metallerne Geschichten gemacht haben. Und ja, jetzt aber ich möchte Tut aber er ich komme nicht so weh. wenig zu reden. Ich habe schon durchgeschnitten. Mit der Flex. Die Flex und das Schweißgerät. Und du kannst alle Metallskulpturen machen, aber es ist halt ein Haken und wenn du nicht permanent dran bist, ne, du verlierst den Zugang, diese Das ist eh klar. kreativen Zugang. Klar. Weil du sagst ja schon ja, ungefähr, was will ich haben, aber wenn du nicht permanent in dem Atelier drinnen arbeitest, ja, dann wird es ist einfach so wie immer und überall, ne? Da verliert man ein bisschen. Aber trotzdem, ich mache das ganz gern hin und wieder, so Geschichten. Aber ist bei mir, lesen auch nicht meine Zeichnungen, weil der gemeinsame Freund einmal gesagt hat, nein, so Grafik nicht, mich die immer wieder, so gesagt, nein, meine Zeichnungen, die ich mache, das bleibt bei mir. Da will ich einmal, vielleicht irgendwann einmal lasse ich was raus, aber da will ich nicht. Weil das ist echt nicht, wie soll ich sagen, ich habe ein gewisses Niveau Verständnis durch die Musik. Du hast einen Anspruch an dich selber, Ja, weißt schon was, ja. ich verstehe dich schon, ja? Und das andere, also was ich Gleich zeichnerisch, verstehen wir malerisch, skulpturtechnisch mache, ja, das passt für mich, ist in Ordnung. Oder halt, ja, ich meine, die Schießle, das ist eine Skulptur, das ist ein Aber Gebrauchsgegenstand. aber Das werden sie ausgekommen in ein paar tausend Jahren, wenn sie ausgekommen sind, so ein bisschen die Tonscherben, das ist ja Wahnsinn. Die muss ja mit, das gibt es ja nicht. Vom Ton her, von der Zeit, von der Farbe her, ist das 3000 Jahre alt. Aber von der Machart her, das muss ja 10.000 Jahre alt sein. Das gibt es ja nicht. Wirklich noch das Grundhandwerk. Na, ohne Töpferscheibe nämlich ist das. Das ist die große Kunst dabei. Ja, aber habe ich auch. Töpferscheibe Das habe ich ist- gemacht. Und das ist das Einzige, wo ich die Mama geschlagen habe. Das ist das Töpferscheibe habe Einzige. ich schon probiert auch. Bin ich gut darin. Ja, das kann. Man hat ein Talent dafür oder andere muss mehr üben. Ich habe für das Töpferscheibe habe ich auch Talent. Das geht sofort, ja. Bringe ich sofort eine Vasen zusammen und die schaut noch was aus, ohne dass man das zusammenfällt und so. Ja, na wirklich. Also, Ja, da habe ich meine Mutter geschlagen auf Längen. Weil da habe ich dann mal gesagt, dass pass auf, so eine Töpferscheibe, ich meine, wissend, das ist nicht das, weil das halt viel zu straight ist. Ne? Wir Also, machen das fast mehr, wir machen das mehr, eine Töpferscheibe Ja. macht mehr Spaß als so. Wie nicht, das war ganz lustig, das zu machen. Ja. Ich habe halt ein paar so Vasen gemacht. Weil und ich wirklich- Drechsler bin, also durch Pfeifen machst. Ja. Das ist ähnlich wie Drechseln, dass du umgekehrt denken musst beim Forz. Du rausformst aus einem Klotz, aber das in Form bringst, ohne dass du was wegnimmst davon. Ja, nein, Das ist das Schöne. Nein, vor allem, weißt du, man muss bei der Töpferscheiben, das ist ganz interessant, hat schon was Interessantes, weil du ja mit Ton arbeitest, also mit der Erde und gleichzeitig mit dieser Fliehkraft. Ja. Und du musst aber mit ziemlich einer Kraft arbeiten. Also du hast ein kleines Barzal Ton und du musst aber mit einer ziemlichen Kraft arbeiten, dass du das überhaupt im Zentrum hältst, damit das eben nicht... Also es Oh, macht flupp, aber flupp. Es war wirklich, also ich hab wirklich, das erste Mal, wie das auf der Töpferscheibe, muss ich wirklich sagen, also ich, nicht, dass jetzt jemand, der wirklich auf der Töpferscheibe arbeitet, dass er jetzt glaubt, ich kann das, so ist es nicht. Aber simple Vasen, ganz problemlos, das habe ich sofort heraus gehabt. Meine Mutter hat immer dann irgendeine Ware gemacht, weil sie gesagt hat, das schaut ja scheiße aus, wenn das so gerade ist. Ja, das immer, aber ja, wie gesagt, das war das Einzige, wo ich die Frau Mama eindeutig geschlagen habe. Was haben wir da noch? Wie heißt die Mama von Klaus Steurer? Mama Steurer. Christoph Acker. Super. Samstag vor in Urlaub, bin dann öfters wieder am Nürburgring. Weltkeit. Leiband. Die Mutter ist top, habe der Arbeit ein Schlosserwerkmeister, der nicht schweißen kann. Das gibt's. Ja, das gibt es der Mamsche. Der meint, die schweißt er das. Ich meine, halt.
Künstler, weil das hält vielleicht nicht, die Stabilität ist nicht gegeben, dass das eine Tonne aushält, aber, Ja, aber es hält. Um das geht es in der Kunst eigentlich hauptsächlich. Ne? nicht im Tonvergreif. Ja, genau. Ja, nein, aber wir haben das schon, das haben wir schon im Griff gehabt. Aber jetzt natürlich auch, die Frau Mama ist ja auch nicht mehr ganz die Jüngste, nicht? Und halt versucht sich halbwegs zurückzuhalten, gelingt ihr nicht, sie geht immer Vollgas. Aber ihr habt ja Schweißerin in der Familie in der Zwischenzeit. Ja, Gott sei Dank. Ja, die kann das nämlich wirklich. Ja, Gott sei Dank hat mein Neffe eine geheiratet, Ja. die das gelernt hat. Eine Vase dann war es ein Krug. Matthias Mariacher. Sehr klug gesprochen, aber das ist, Na gut, das hätte meine Mutter erklären muss. da mal wieder was spielen. Ja. Der Rützimann macht mal einen Rundgang durch das Atelier von Klaus Mutter mit Musikbegleitung. Ja, nein, es gibt aber auf YouTube, also auf Klaus Steurer, Ja. da findest du den einen oder anderen Rundgang respektive ein oder andere Gespräch. Da gibt es auch einen Rundgang durch diverse Lagerhaus und so Märkte. Und so. Ja, Ist auch wenn man Material besorgt natürlich. Da haben wir die Die Häuselfrau. Häuselfrau, ja genau. Da gibt es also, meine Frau Ma hat aus 2 Klostößeln, wie heißt das? Hektar nennt sich das. Nennt sich Hektor. Was Im ich Lagerhaus weiß hat jetzt die im Mutter Nachhinein, an aber jeden erklärt einen Klostößel. solche. ein WC-Stessel hat Ja. sie gesagt, ne? Und da hat sie eben anlässlich unseres Liedes der Häuselfrau, Patricks Komposition, hat sie das gemacht und wir spielen euch das jetzt auch auf Wunsch. Der ist aber nicht da. Nein, das ist ein Schlieben, glaube ich, oder? Nein, ich hab gar keinen. Ah, du hast Ich hab gar gar keinen, weil Aber das das hat die nur- andere Familie jetzt so Das- eingenannt. Ich habe auch keinen. Ich habe die Nummer geschrieben, ich habe auch keinen Häusel. Ja, ich auch nicht. Das Ich auch ist nicht. schrecklich Das haben sie eigentlich. irgendwelche anderen aus der Familie eingenannt. Das ist leider. Ich glaube, ich bin mir der Lukas in Hamburg. Der Oder? Hamburg, oder? Ja, das ist ein Wahnsinn, ne? Zuschwatzen tut sie euch. Christoph Acker, richtig. Zuschwatzen, das machen wir ohne Schweißnaht sogar. Komplett. Das Glück ist ein Vogel. Gundula, das kann ich gar nicht. Der Zim 66 ist da. Da können wir jetzt anfangen. Passt, Zim 66 ist da, dann können wir anfangen. Gut, dann kommen wir Gundula, schon, das kann ich gar nicht. dann kommen wir schon langsam Ja, zum Ende. jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Ja, jetzt wird es dann Zeit. Machen wir Schluss nochmal, ja klar. Naja, nein, jetzt machen wir die Häuselfrau, das ist aber kein Schluss. Und dann machen wir Schluss nochmal. Und dann machen wir Schlussnummer. Klar. Aber die Häuselfrau Sowieso. kann man nicht als Schlussnummer. Könnte man schon, die steht für sich. Ja, aber das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber das Glück ist ein Vogel. Aber das Haben wir eigentlich nicht gespielt? haben wir nicht gespielt, ja. Haben wir nicht gespielt, ne? Das Glück ist ein Vogel. Da, 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 da. Begleitet haben wir das, aber es ist ja nicht, das liegt mir aber auch nicht so. Aber fortgeflogen ist gleich. Gut, ja. Nein, weiter müssen wir nicht täuschen. Ich muss dann ins Bett, sagt der Blunzenkistel. Morgen ist Arbeit, auch gesagt. Aber danke, war super wie immer. Danke, Blunzenkistel. Danke, dass du dabei warst. Ja, wir machen jetzt die Häuselfrau und dann machen wir Dann machen wir Schlussnummer. Weil ich muss auch morgen fit sein, weil morgen habe ich mir frei genommen, komplett. Du, ja, wir haben uns nicht einmal abgesprochen. Ich mache nur Dienst nach Vorschrift in der Früh. Ja, Gott sei Dank, weil da E-Mail-Kontrolle da kann mache ich immer. Ja. Klar, ne? Das geht, das mache ich auch das Mittag nochmal, schaue ich noch mal eine. Das ist Pflichtprogramm bei mir, aber einfach, es geht dazu. Aber sonst mache ich nicht viel morgen. Naja, ich mache, also sagen wir, für die 16er Buben mache ich sonst nicht viel morgen. Nein, ich habe morgen aufs Motorrad. Ich fahre morgen eine Tour. Ich werde durch den Wienerwald fahren, gehe die Kuchel vorbei, dann fahre ich durchs Höhental, nicht Rax. Und bei der Laden vorbei auch, ja. Der Laben kommt. Ja. Geht Das das geht Mittagessen beim Schilling gehen. Das Das schick ist noch. wird früh sein. Da wird es früh sein. Ich werde eher wahrscheinlich in der kalten Kugel einkehren. Weil ich bin ja gleich drüben. Nicht? Das Ja, ist ja nicht so. Und dann so eine Kirche mit Eltern besuchen, nicht? Mama im Atelier. Dann vielleicht zu mir auf in die Klause, nach dem rechten schauen, Postkastel reinschauen. Und dann wieder so bucklig gewählt. Den Schlüssel angezogen. Ragsgebet. Ja. Vom Und Tierl. dann zu mir heim. Also morgen mache ich Motorradtag. Schön. Wer von den Motorradlern unterwegs ist, kann ja sich noch irgendwie melden. Über Facebook, Twitter, WhatsApp, wie heißt das? Messenger Messenger, und ja. so weiter. Genau. Instagram. Wie gesagt, ich bin morgen unterwegs. Und da werden wir schauen. Also das ist mein Plan für morgen. Daher bin ich heute entspannt. Und was haben wir da noch? Ja, der Matthias Mariacher. Bei mir hat mir ein Installateur angeleitet und gefragt, ob er sich meinen Hektor ausbauen kann.
Dachte mir, was ist das für ein Ja. Perverser? Ja. Kannte den Begriff Hektar nicht, ja? Ich habe es auch bis vor 1 Jahr oder 2 Jahren nicht kennt. Aber mein liebes Elisabeth, Frau, hat das sofort gewusst, was das Dein liebes Elisabeth, Frau. Ja, Sein liebes Elisabeth. meine Frau. Lisi hat sofort gewusst. Er redet auch Blödsinn zusammen. Ich bin nichts drum. Die Gondola, aber Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach. Traumhaft, mit dem Radl, ja mit dem Motorradl, Gondola. Mit dem Radl da nicht, ich bin ja nicht komplett fertig. Das mache nur ich sowas. weißt du? Ja, das sind ja klar, du fährst auch in die bucklige Welt. Aber ich Ja, fahre nicht vom Weinviertel in fährst die bucklige Welt, weil das sind 170 Kilometer. Ja, eben drum. Das mache ich nicht. Der Rützi sagt auch, herrliche Tour für Ich heiße nicht Ja. Seidel. Nein. Der fährt von Deutschland oben auf Wien, Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Schau, der 777 hat heute einen Werkstundfisch ausgefunden im Wienerwald. Der ist sehr fesch. Jawohl. Mit Aprilia. Ich bin ja mit Honda unterwegs. Nicht nur mit KTM, sondern mit Honda. Aber gut, ist wieder eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall Gondola, nein, nicht mit dem Radl. Mit dem Motorradl. Nur mit dem Motorradl. Christoph Acker fährt nach Innsbruck morgen. Darum haben wir ja gespielt heute. Das. Ja, Denk an die Martinswand in Innsbruck. genau. Ja. Und aufpassen auf die Frau Hitt. Ja, das mit dem Hektar wollte ich noch sagen, genau. Na, und meine Mutter ist ins Lagerhaus, die hat gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gehe. Nicht? Also wenn ich es dann 4 tue. Nicht? Entweder Bösner oder Gerstecker oder so, also die Künstlerbedarfläden. Meistens Steier, wenn man tut, ich spreche aus Erfahrung. Naja, der. Ein Bösner. Naja, haben wir nichts anderes. Also du kriegst es ja nicht woanders. Nein, Also, es nicht ja der Laden ist vergleichbar, teuer, aber ne? wenn ich dort bin, gebe ich immer Ja, man etwas gibt man mehr. aus. Man gibt man aus. Aber es ist halt, aber ja, man kriegt es halt nirgends anders und daher gibt es auch gar keinen Vergleich. Aber Also ich meine nicht generell das. Ich verstehe schon, was du wenn ich meinst. dort bin, ist Ja, man das sieht was. wie wenn ich ins Triad gehe, wird es teuer, das weiß ich nicht. Das stimmt. Ich trinke dort, da ist ja dort nicht ein Süppchen und vielleicht nehme ich mir dann noch ja, aber das Leibende ist, wenn ich mit meiner Mutter beim Bösner bin. Da zahle ich ja nicht ich. Das ist richtig, stimmt. Ja. Nein, aber noch lieber als zum Bösner, zum Gerstecker oder wie sie alle heißen, ja, der Mutter zum Lagerhaus in Dernitz. Wo geht man hin? Ins Lagerhaus, nicht? Richtig. Wenn man was braucht. Macht alle fertig dort. Und er sagt, ich brauche so Klostässeln. Die Elisabeth hat sich das Video angeschaut, also meine Elisabeth hat gesagt, ach so, ein Hektar meint die Gerda. Na, so ein Klostässel. Naja, so ist das. Ja. Ja, na, der Klaus ist ja kein Grüner, sagt der Rützi, zumindest kein Wiener Grüner. Ja, das stimmt, ich kuss auf das jetzt. Also wegen einem Radl fahren, Rützi. Ja, nein, ich bin kein Grüner. Ich bin früher so gern mit dem Radl gefahren, in Wien. Aber jetzt fahre ich akkurat nicht, weil, nein, mache ich nicht. Jetzt haben sie die nächste Idee, jetzt wieder die Wiener Innenstadt, also auch Zweiradfrei. Ne? Also man darf nicht mehr reinfahren mit einem Kfz. Also- mit einem Kfz. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr. Mit einem Kfz, naja, überhaupt nicht mehr ist relativ. Ausnahmen gibt es schon. Also für alle, die dort arbeiten, für alle, die dort... Also in wenn wir einen Hotel wohnen, für die Auftritt haben, Anrainer. da darf ich schon reinfahren. Ja, du musst es aber in einer Garage stellen. Dann das Auto. Das Auto muss verschwinden dann. Ansonsten kannst du reinfahren, kannst Ladetätigkeit machen, kannst du wieder rausfahren aus der Innenstadt. Und wie komme ich dann zum Spielen? Das weiß ich nicht. Das ist Ich jetzt fahre eine neue jetzt Idee. eine, stelle mich dann außer von Wien, nimm mir dann ein Taxi und fahre mit dem Taxi dann zum Auftrittsort hin. So ungefähr. So ungefähr. Es Und Grüne das- in Wien ist habt einen Porsche. Ja. Aber da Also gehört aber, das ist eine gemeinsame Aktion. Muss man dazu Was sagen? ist der Michael Ludwig auch Nein, mit Bezirksversteher, das ist der Schwarze. Hat auch einen Porsche, aber Ja, der da- Familie macht, das soll natürlich. ich sagen. Also das ist Aber wenn man auf der normal. ganzen Welt kannst du über mit 2 Rad reinfahren in die Stadt, nur in Wien. Also das ist das Konzept, was weiß ich. Ja, naja, wurscht. Lass mal's gut sein. Herrgott, schmeiß Aber- Hirn vom Himmel. Ja. Der Fossiberg hat schlafen recht. Hast. Gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Das hat uns sehr gefreut und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, nein, das in Wien, ja, das ist jetzt da halt, ja. Aber das gefällt mir jetzt so, weil so viele Ausnahmen sind, nicht? Weil das darf dann jeder reinfahren, der dort zu tun hat. Nicht? Die Betriebe, Wer die fährt Betriebe denn sonst die freiwillig? Ich fahre ja nicht freiwillig in den ersten Bezirk. Ja, Da ist ja klar. eng. Ich meine, ich fahre nicht zum Spaß dort spazieren. Nicht? Ich meine, ich meine, ein paar, ich meine, selbst wenn ich nichts zum Transportieren habe, bleibe ich immer außerhalb des ersten Bezirks und fahre öffentlich dann rein. Oder gehe die Stiegel.
Ich fahre nicht freiwillig und stehe im ersten Bezirk so am Parkplatz irgendwo in der Malerstraße oder was war dieses Jahr. Naja, wenn man so im Großen und Ganzen, abgesehen ist wirklich in der inneren Stadt, findest du dann Schwabos, aber sonst durch die Kurzparkzone und so. Also, wenn ich was brauche. Aber natürlich, wenn, dann vor allem mit Motorrad alleine. Ja. Wenn es irgendwie geht, vor allem mit Motorrad in der Stadt, aber das wird dann auch verboten, es sei denn halt Ladetätigkeit oder so. Also lauter Ausnahmen. Das heißt, es bleibt alles gleich, nur für die paar, was halt dann sonst eine von denen, die müssen dürfen. Echauffieren wir uns nicht. Ja. Spielen wir lieber die Heiselfrau. Da bin ich entspannter. Herrgott, schmeiß Hirn vom Himmel. Die Gondola sagt auch, folge aber richtig, das geht ja. Straße grün bemalen mit Blüchen, was? Mit Blüschen wahrscheinlich. Mit Blümchen wird das vielleicht heißen, oder? Ja, nein, da sind sie, genau. Elektroauto darf nämlich auch nicht reinfahren. Gar nichts. Da darf nichts reinfahren. Psst. Ja, in die Parkhäuser darf man fahren. Ja. Ja, aber das Parkhaus ist oft so weit weg von den Ja, anderen Orten, wo du bist. das ist nicht der Punkt, aber das heißt, du kannst eh reinfahren. Das heißt, du kannst eh fahren. Das heißt, die Straße ist genauso befahren wie vorher. Ne? Weißt du, ich meine, jetzt wirklich zum letzten Schluck, die Flasche ist leer. Ja, ich brauche ein Wasser, aber das... Mit dem letzten Schluck kann ich wirklich ernsthaft sagen, nur einmal, politisch äußern wir uns nicht. Es sei denn, wir geben kund, dass wir keine Grünen sind. Nein, die Grünen haben echt einen Poscher. Wobei, halt, wie gesagt, da spielt aber dieser Bezirksvorsteher von Innenstadt auch mit. Oder ein Porsche. Oder ein Porsche. Und das ist schwarz. Das ist also es gibt auch schwarze Grüne. Ach Gott, nein. Es ist so wie das Türkis entstanden sei zum Schluss. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja? Parkplatz-Suchverkehr. Herrlich, 1066. Parkplatz-Suchverkehr ist gut. Das ist sehr so, gut, Patrick, pass auf. Jetzt haben wir 2 Stunden übersprochen. Jetzt wollen wir wirklich mit der Heiselfrau die Schlussnummer heute. Ja, machen wir das so. Das machen wir. Ich trinke das letzte Schluck, aber die Flasche ist geleert. Das ist wichtig, das gehört dazu. Wir sagen herzliches Dankeschön. Danke schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr geswitcht habt, doppelt mit Instagram und Co. Wir sagen jetzt aber mit der Klassiker-Nummer, mit der Heiselfrau, sagen wir, pfiat euch gut. Bleibt uns gewogen. Haut bitte ein bisschen ein paar Netsch über die Online-Möglichkeiten auf unsere Konten. Das war super. Schaut rein auf der Homepage oder bei Facebook und so weiter bezüglich unserer nächsten Termine, Spieltermine. Ansonsten jeder Montag nach wie vor 20:15 Uhr. Ganz normal. Paulatschen auf YouTube und auf Instagram. Ja. Was habe ich noch zum Sagen? Was gab es noch? Auftritte, ja, schaut's nach. Meldet euch zum Newsletter an, dann seid ihr überhaupt am absolut laufenden und mehr gibt es jetzt wirklich nicht mehr zu sagen. Dankeschön, schön, dass es euch gibt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Patrick auch, und wir trinken aus und spülen die Heiselfrau zum Abschluss. Dickes Bussel, eure 16er Buben. Pfiat euch. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie friedlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat ihr was ins Kerl rein. Ja, bei der Zenze kehrt man gerne. Mein Schatzel ist a Heiselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gelb beschiert so blau. Mein Zinsi aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die im Fernsehen bewähren. Duftende Hakle und Kohl, sie hat's gern. Fröhlich tun sie Heisel putzen, weil man sie ja schließlich benutzen. Dafür hat ihr was ins Kerl rein, ja, man singt sie, hört man gerne, auf geht's!
menschlich Goethe stirbt so blau. Mit Sing, oh Stella. Viert euch gut. Viert euch, macht's das gut.